ist der Timmy, unser Bobermann, was er sonst, grüßt du wieder heim. Jetzt warten wir die üblichen pauschalen 20 Sekunden, bis wir irgendwann mal selber her, weil ich weiß nicht, ob sie hier vor mir was sagt, ich glaub's nicht. Ich glaub, dass es mir wurscht ist. Ja, wir sind, jetzt warten wir die. Was muss das Mikrofon sagen? Hallo? 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 Thomas? Geht's jetzt wieder? Was war denn jetzt? Hallo? Ich höre mich selber nicht, aber, warte mal, hier ein Ton? Warte mal. Hört sie das? Ich höre mich selber nicht. Moment. Ton geht. Ich hab's schon gelesen, aber ich höre mich selber nicht. Das irritiert mich. Moment. Test. Machen wir so. Test. Nein, ich höre mich aber selber nicht. Rückkopplung kaputt. Rückkopplung gone. Nur noch nicht sagt gone. Hilft's auch nicht. Was war denn das wieder? Ich bin verwirrt! Maximal verwirrt! Timmy Boy, merci dir, starte für den Resub angemacht, merci dir, Hashtag Bobermann. Keine Ahnung, ich glaub... Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Warte. Harvey! Immens, Birger, Micke, Mikrofon kaputt, keine Ahnung, 2 Minuten, total verschissen, was weiß ich, was das war. Keine Ahnung, was das war, verstehe nicht. Ich höre mich selber nicht, warum höre ich mich selber nicht? Mach mal laut, jetzt höre ich mich. Easy. So, schaut das schon besser aus. Haben wir es jetzt dann mit den Resubs? Ich bin noch nicht mehr gescheit anwesend und bin maximal verwirrt. Pro zu schauen, mir ist wieder ein Resub, Knutschi, mir ist wieder ein Resub. So, jetzt grüßen wir einen Haufen rein, bevor wir überhaupt irgendwas tun. Habe die Ehre an den Max, an den Maki, an den Austrian, an den Opa, an den Skittles, an den Borischen, an den Mike Risi, an den Sprengi, den Flip, den 60er, den Forest Squad, den Sneef, den Vaping Hobbing, den Fire Hunter und dem ganzen Saaf vom Rest. Was ist denn mit euch? Ist ja gut. Hallo, wer waren die? Was ist Sprengi? Sprengi, das war mal wieder ein Stream, in dem ausnahmsweise nichts schief ging. Ich frage mich nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich hab nichts angelangt, ich hab nichts umgestellt, ich hab nichts getan. Ich kenne mich nicht aus. Herr Weidner, mir ist wieder 5. Gute zurück, mir ist dir. Das ist der Bart from Out, der schon wieder in den Rucksack, weil sie schon wieder aufgehackt habt, was es eben ist. Küsschen auf das Nüsschen. Die Austrian Sepp. An dieser Stelle. Sofort Schluss mit irgendwelchen goldenen Rahmen. Schluss. Und AF an Komoten Streamwitz. Was macht ein jüdischer Zauberer? Er löst C in Rauch auf. Aktuell ist eine schwierige Zeit für diese Art von Witzen, darum tue ich jetzt so, als da den nicht lustig finden und überlasse euch das, wer lacht und wer nicht. Austrian, merci dir. Herz auf mit der Antoneiterei. Heute ist der letzte Tag in meinem Shop mit versandkostenfreien Versand. Wer immer noch keinen Jahresmerch nicht hat, der geht jetzt auf meine Internetseiten biergauer.de und kauft sich ein T-Shirt oder einen Pulli, anstatt dass er mir 50 € einer scheißt. How about that? Wer ist jetzt oder der Wimmersepp? Neues Mitglied, der kriegt die Privattröte. Der Weidner, welcome to the squad, Bussi aufs Nussi. Nein, es war überhaupt nicht der Weidner, wer war denn dann der Wimmer? Wimmer, Weidner, ist fast dasselbe, wenn man nicht gescheit hinschaut, der rüber ist. Limsepp, merci as always, an Christian kann ich seinen Namen nicht aussprechen, ich bin hinter mir ist wieder ein Resub. Oh, Katzel, mir ist wieder ein Zwickel, kommt davon, weil es da so ins Mikro bleibt, wahrscheinlich. Was weiß ich, was das jetzt wieder war. No, I don't know, nee.
Was die sehe ich halt über nicht kämen, wenn es nicht über den Superchat sind, aber lasst einen Superchat. Aber schau haie Playstation-Controller wollt nur Geld du losen? Muas IAZ in Nachtschicht? Seng ma uns morgen Das in ist Nacht. das ist die allerbeste Idee, Mr. Shadow. Du kannst nicht mehr einen Stream und schauen, da 100 Euro. Was? Warum? Mr. Shadow, so viel Spaß, wie es irgendwie geht in der Nachtschicht, kommen in der Nachtschicht Spaß haben. Ich weiß nicht, außer man sauft die Flaschen rum. Bitte hört jetzt auf mit diesen unerträglich großen Beträgen und kauft euch 2 Pullis oder 100 Sticker oder was weiß ich was jetzt. Es ist absolut utopische Scheiße. Merci alle. Dankeschön. Die Listen, wenn ich scrolle, dann dauert das jetzt nur eine Viertelstunde. Es ist immer das Gleiche, oder? It doesn't stop. It is what it is. It is what it is. Ich sage schon nichts mehr. Cybergamer, mir ist wieder ein Reset. Kurt, mir ist wieder entwickelt. Bitte einmal 4 drücken, danke, Grüße und Fragen. Also alte 4. Brudi, mit alte 4 hab ich schon Leute verarscht, da warst du nur in Abrahams Würstkessel. So schaut's aus. Nächstes, wir werden eine Not weil es wurscht ist. Mir ist wieder ein Reset. Habe zurück, Dragon Cry. Ja, jetzt haben wir ein Gickel-Mikro und mein Reset kaputt gemacht. Hast du geresubbt? Das hab ich gar nicht. Das wird mir gar nicht angezeigt. Das hätte ich gesehen. Heute habe ich noch nichts übersehen, glaube ich. Ich glaube nicht. Das ist die Lina, nein, oder der Panda. Ich kann es nicht sagen, nein, ist nicht der Feind, Alter. Ich kenne mich nicht aus. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen. 42. Ja, der Feind, das haben sie aber, da haben sie drauf gewartet. Sagst du, das ist, auf den hast du gewartet. Merci, Schluss mit lustig. Von hinten jetzt wieder Zwickel, klingt nach tschechischen Erdbrechen. Aber ansonsten ist das Mikrofon irgendwie da damaged und kratzt oder sonst irgendwas, oder war das jetzt bloß, ich hab's halt einfach mal abgesteckt und eingesteckt. Lina, 47 Monate, Kerst Arbeit sauber, Treppen hab ich geschubst. Dudel, bin einmal wieder bei LG aus dem Kloster. Ah, stimmt, die Birger Bitches sind Nonnen im Kloster. Ob die das so gern singen, wenn du der Redetzky-Marsch, was ich, Topper auf die Dipf. Danke dir, schöne Grüße und ein Sauer für Bibixer. Aber ich hab schon einen Merch und scheiß trotzdem. Also gehört Resub, alle Leute sind generell kaputt, keine Ahnung, die gehen da gekommen mehr, ich weiß nicht warum. Bimixer, merci dir, Küsschen aufs Nüsschen, dir Gärtner, merci wieder ein Resub, Stornei, merci wieder dein Fünfer. Nummer Blue, du bist in Nummer 1! Da, der Mike wird auch nicht angezeigt, dass ich verstehe. Ist gut, in den ersten 10 Minuten bin ich dabei. Danke, Ed Sancro Mike, für dein Geschenksub Pussy. Ach, Sancro Wife! Jetzt, du bist auch mit 2. Ich weiß nicht, was mit euch 2 eigentlich ist. Wieso sappen meine eigenen Mods eine Mitgliedschaft? Das werde ich nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weiß ich nicht, vielleicht weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Jetzt kommt noch der Opa schnell mit einer humanen Donation. Sehr schön. Es gab ein ziemlich ärgerliches Spiel, das halt alte 4 1.20 auf Steam geschickt. Ich glaube, ich kenne alte 4 sogar. Du hast mir ja nur anders geschickt in einem Gym drin. Ist schon auf der Liste, schauen wir mal. Aber wisst ihr, was ich heute da hab? Was ich heute da hab? Hab mich halt auf meinem eigenen DayZ-Server eingeloggt. Mehr sage ich jetzt nicht. Wer es mitgekriegt hat, nice. Wer es nicht mitgekriegt hat, Pech gehabt. Wer war das? Shadow! Ja, was soll ich machen? Aber Merch ist auch super. Es sind 5 Pullis, also viel Spaß. Was ist denn mit euch, Alter? Ich weiß nicht, manche von euch haben offensichtlich einen Gate-Scheißer, also ist wurscht. Ich weiß es auch nicht. Davon muss ich ausgeben, wird schon passen. Shadow, merci dir für Spaß in der Nachtschicht. Bis morgen im Nachschau-Squad. Zukunfts-Shadow, fühlen Sie sich gegrüßt. Der Sneef, mir jetzt wieder 5er, schneid dein Mikro nicht so ab, dann holt's länger. Ja, da geht's um Mikrosäufer. Der ist schuld, glaube ich. Wer ist jetzt wieder, weiß ich nicht, wer ist denn Droh? Ich käme nicht aus, es nimmt kein Ende, Alter, um Punkt 10 noch fahren wir es später, weil sonst zählt ihr jetzt sowieso nicht auf. Oh, der Foxy mit Trivia-Zeit, du erwartest, dass ich das vorlesen kann, gell? Könnte ich mir jetzt dir, das war wegen ihrem Mikro-Totalschaden, das war kein Versuch, sie zu vereimern. Zudem, ich bin alt zu alt. Ich glaube, der Kurti ist voll trunken. Das glaube ich, Schnucci, merci dir. Da! Schnucci, Schluss damit. Trivia-Zeit vom Foxy! Das Spiel basiert auf Patagonien, dem größten... Nummer 3. Ja, ich probier's, Foxy, gib mir Mühe. Ich war stets bemüht. Dem größten Areal... Danke, Lucky. Dem größten Areal Südamerikas mit 1 Million Quadratkilometern Land. Die ersten europäischen Entdecker haben es 1520... Von hinten, merci dir.
1520 gefunden, doch Funde legen nahe, dass es schon vor 8000 vor Christus Menschen dort gab. Ja, natürlich, was auch sonst. Der Chef geht bei Micho auf Januar das Mal hoffentlich am Montag den 29.01 im letzten The Last of Us Stream, wenn ma das du nu spulen mein Gib feiern und dann wünsch i da dann Agu Ade. Was? Stream, wenn wir das da noch spulen, mein Geburtstag feiern und dann wünsche ich dir dann eine gute Winterpause. Macht mehr Sinn als de Bash. Haushaltsabgabe. Da kann ich jetzt ausnahmsweise das erste Mal nichts dagegen sagen. Hey MXD, danke schön. Bitte Herz auf damit. Danke an alle. Dragon Grind, No Mercy, Snooze Benny. Das habe ich nicht ganz verstanden. Winterpause, wir sehen uns diese Woche noch, nächste Woche noch, dann bin ich in der Winterpause. Am 29.01. bin ich natürlich wieder da. Schauen wir mal. Wer ist das wieder? Der Herr Karl. Mir ist wieder ein Resub. Zuerst bitte schöne Grüße aus Oberösterreich, du bist der Beste. Das ist zu viel des Lobs. Mir ist wieder ein Resub. So, Shadow ist jetzt der Letzte. Shadow ist jetzt der Letzte, dann schalten wir aus, wir fangen zu spielen, aber das ist absoluter Irrsinn. Das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Jetzt mal dieselbe Scheiße! Shadow! Was? Hab kein Geld scheiße, aber was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht! Nicht im fetten Trottel im Internet dein Geld scheißen! Abflug jetzt in dein geschissene Nachtschicht, was jetzt kriegen Vogel! Abflug jetzt! Nein, Schluss jetzt! Steuern am Merci wieder im 5, wenn wir die Alerts sounds jetzt aus, was wir nicht aufhört, ums Verrecken. Das ist. So, Kinder, ich darf gerne was erzählen. Steuern am Merci dir, Schmidt im Merci wieder ein Risser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sprechen wir heute Pioneers of Pagonia. Was das damit auf sich hat, das hat der Trivia Fox gerade erklärt. Ich hab's versucht vorzulesen, ich bin 14 Mal unterbrochen worden, aber was es selbst ist. Das ist ein bisschen laut. Ist möglicherweise der Sound ein bisschen laut? Schmied im ersten wieder ein Drilling. Alter, ich komm zu gar nichts mehr. Ja, frag mir mal. Schalt mal um. Los, schalt um jetzt. Was geht jetzt das auch nicht mehr? Haben jetzt alle meine USB-Geräte kaputt. Grüße, fix, ich trage komplett am Rein. Muss einfach so, wir spaßen. Wo bin denn ich jetzt auf einmal wieder? Ach, da. Ja, okay, passt. Hallo. So, Energiesparmodus aus, das ist die Willkommensnachricht. Wir gehen sofort einmal in Audio und machen wir das leiser. Musiklautstärke 50. So, jetzt seid wunderschön. Können wir jetzt uns wieder hören? Hallo? Hallo, können wir, haben wir wieder da? Haben wir wieder da. So. Phase 1. Danke für die ganzen Donations. Please stop it. Es eskaliert schon wieder und ich verstehe nicht warum. Ich weiß schon, es ist Weihnachten. Egal, weiß ich nicht, da kriegen manche Weihnachtsgeld oder Gewinnbeteiligung oder was weiß ich, wissen nicht, wohin mit denen nicht 3000 Euro am Konto, gehen wir es dem Fettsack im Internet. Finde ich nicht gut. Irgendwo finde ich es aber auch gut. Natürlich, jetzt hört es halt bitte schön auf. Alex, wir sind ca. 900 Leute, wenn jeder 3 Euro spenden würde, dann würde es den Tieren in Land sicher helfen. Das würden wir auch schaffen, nicht nur die großen Streamer. Das darf man schaffen. Ich glaube, dass das auch nicht da dabei bleiben wird, wenn wir das einmal machen dann. Aber ihr wisst, dass ich es nicht tue und ihr wisst, warum ich es nicht tue. Wer es nicht weiß, der schaut sich die alten Streams oder haben wir öfters einmal drüber geredet. Leute, danke schön, ist ja gut jetzt, please. Bitte. Alex, merci dir selber, gehen wir einer, gehen einer, bla bla bla. Merci dir, Fabi, du auch noch, merci für den Sechser. Ruhe sitzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im normaler Chat, weil offensichtlich unterhalten sich die Leute bloß nur über Donations. Wer hat die Siedler gespielt? Wer kennt die Siedler nicht? Und wer hat die Siedler nicht gespielt? Ein Einser in den Chat. Nein, andersrum. Wer es gespielt hat und kennt, ein Einser in den Chat. Wer es nicht kennt, ein Nuller in den Chat. Die Leute, die übrigens an die Mods, jeder, der jetzt da einen Nuller einer scheißt. Da ist die Tür. Lennart, merci dir. Servus, dein Anteil am Weihnachtsgeld. Viel Spaß und auf einen geilen Stream. Gell, Wichser. Wenn du mir endlich einmal irgendwas machen lassen darfst, dann kann man irgendwann einmal anfangen. Danke dir. Dankeschön an euch alle. Der Erfinder, also die Siedler haben ja die letzten Male ziemlich nachlassen. Ja, die Spiele, die habe ich auch nicht mehr gespielt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir Tests geschaut, absolute Scheiße. Weg damit, kriegt von mir Consent-Geld nicht. Der Erfinder, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht in dem Kopf, der Siedler, ist heute erschienen auf Steam. Pioneers of Pagonia. Und wenn ich da im Hintergrund schon die Ingame-Grafik sehe, dann schaut das sehr liebevoll und sehr putzig aus. Und da die sagen, fangen wir mir einfach mal an. Das Ganze ist auf Steam seit heute erhältlich. Mal abgesehen, ich werde davon nicht bezahlt. Ja, das ist mir wichtig. Trotzdem sage ich halt, was los ist. Fangen wir einfach an und schauen wir, was das kann. Ist mal was Gemütliches, ist sowieso einmal Zeit. Ich glaube, seit Oktober schände ich mich eigentlich nur mit irgendwelchen Horrorspielen oder irgendwelchen Stressspielen. Und die Siedler ist
eins der ersten und eins der besten Aufbaustrategiespiele, sowas wie Anno. Da darf ich es jetzt am direktesten damit vergleichen. Ich bin damals auch von die Siedler dann zu Anno gewechselt. Und bevor wir jetzt da lange umeinander labern, darf ich einfach sagen, fahren wir einfach mal an. Vordefinierte Karten, freundliche Wälder, trügerische Küsten. Das ist also ziemlich friedlich. Ich darf mir sowieso auch erst einmal den Aspekt des Aufbauens anschauen. Das ganze Spiel ist noch in der Early Access. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was schon drin ist. Die Meldung am Anfang, die sagt da direkt gleich, hey, das können nur Bugs drin sein und so weiter. Ist ja ganz normal. Ob es so ein Totalausfall ist wie der Day Before letzten Freitag, glaube ich nicht. Wir werden sehen. Benutzerdefinierte Karte. Ich bin eigentlich immer ein Freund von, was sei nicht, von benutzerdefinierten Karten, aber wenn ich das Spiel noch gar nicht kenne, dann nehmen wir doch einfach mal die Einsteigerkarte. Die beste Karte für deinen ersten Besuch in Pagonia. Aufgaben leiten dich durch die Grundlagen des Gameplays. Freundliche Wälder. Begegne erstmals einem pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen Einwohnern an. Jetzt ist die Frage, ist das bloß als Orientierungshilfe? Ja, was haben wir da? Streit. Siegestyp, Aufgaben lösen, keine Gegner und kein Kampf auf dieser Insel. Der Kampf, finde ich, war in die Siedler auch irgendwie so. Lasst mal den weg, der interessiert mich nicht, ich mag nur umeinander bauen. Nehmen wir die Einsteigerkarte. Sag ich dir, was ist, schauen wir uns erstmal das Spiel an, die Grundlagen des Gameplays und dann werden wir weiterschauen. Was haben wir da? Größe 3, 900 x 900 Meter. Kartengrößen sind alle hübsch gleich. Und wenn es gut ist, dann haben wir eventuell noch mal was zum Spielen, wenn wir uns da noch eine Karte anschauen. So schaut's aus. Außer ich suche natürlich in der Winterpause hinein. Wenn es ein unglaublich gutes Spiel ist, kann natürlich auch sein, dann werden wir es nie wiedersehen. Sag ich dir gleich schon, wie es ist. Dann landen dann nämlich in 2 Wochen wieder 100 Stunden drin und dann so, hoppala. Ich nenne es das Baldur's Gate 3 Syndrom. Einsteigerkarte, klicken. Was haben wir da? Kann man das ausnehmen? Die Einstiegsaufgaben helfen dir, eine grundlegende Wirtschaft aufzubauen. Sie berücksichtigen nicht die spezifischen Gegebenheiten der gewählten Karte. Sie helfen neuen Spielern und allen, die gerne Hinweise zum Aufbau der Wirtschaft möchten. Du kannst jederzeit in den Optionen deaktivieren. Also gut, passt. Mach Spiel starten und los geht's. Pimmel mal nicht umeinander. Zero Dipfight. Jetzt nicht, das möchte ich hoffen. Also wenn wir in die Siedler auch noch sterben, dann können wir einbaggeln. Erster Eindruck. Menü. Schaut sauber aus. Grafik. Typische Comic-Grafik. Schaut auch sauber aus. Wunderbar. Kann man diese Tooltips umeinander ziehen? Aufgaben umeinander ziehen? Nö. Kann man weiter rauszoomen? Nö. Aber man kann weiter reinzoomen. Mit WASD kann man umeinander pimmeln. Jawohl. Was haben wir da? Zoomen mit dem Mausradl. Ja. Karte drehen und kippen mit Q und E. Schaut gut aus. Das ist damals ich weiß nicht, in die neue Siedler ist wahrscheinlich schon gegangen. Was haben wir da alles? Belegung, Alter, was ist denn das alles da? Baustellenträger, Träger, Planierer, Zimmerer, Schmelzer, Schmied. Also du hast da offensichtlich für jede Tätigkeit, die du irgendwo hinpflanzen kannst, hast du irgendeinen Hansel, der dann das macht. Und das geht vom Steinmetz zu Entdecker, Sammler, Förster. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen... Ist wahrscheinlich ungewollt, dass die Symbole absolut identisch sind und man soll natürlich doch durch die Optik erkennen, wer es wäre. Aber gut, Ersteindruck ist schon mal in Ordnung. Da unten haben wir das Baumenü. Hinter mir ist... Was ist hinter mir? Ab in den Chat. Hashtag. Ihr wisst es. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Kann man da auf Pause drücken? Kann man nicht. Also... Man kann die Spielgeschwindigkeit anpassen, aber weiß es ja, was es ist. Gut. Gehen wir das Tutorial durch. Bestätigen. Hammer. So, was muss ich jetzt tun? Was kein Mensch? Mausradl gedrückt halten, kann man die Ansicht ein bisschen steiler machen. Ein bisschen weiter aus. Den ersten Eindruck, den ich habe, ein bisschen weiter auszoomen, da ich gern. Frag mich bitte nicht, warum, oder wir machen es ein bisschen steiler. Die Frage ist, was haben wir jetzt? Keine Siegbedingungen, Expansion. Baue Entdeckerposten. Wie kann man das da wieder zumachen? Kann man das da zumachen? Mach mal zu. Mal zu. Hallo. Wege. Oh. Wege bauen in die Siedler, das glaube ich ist neu. Baue Entdeckerposten, baue Wachtürme 2. Jetzt ist die Frage, das schaut mir eher so nach Endgame-Aufgaben an. Baue Holzfällerhütten, baue Steinbrüche, das ist genau, was ich wollte. Ja? Ein gemütliches Spiel, baust eine Jägerhütten hin, baust ein Holzhütterl hin und dann schaust du ihnen zu. Ich muss einmal gemütlich gehen. Weißt du, was es ist? Ja, fangen wir einfach mal an mit dem Klassiker. Steinmetz, Sägewerk, Steinbruch, Holzfällerhütten. Entdeckerposten. Baue einen Entdeckerposten nahe der Inlandsgrenze, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Bei den Siedlern hat man ja so ein Grenzgebiet, wo man da nicht rauskommt, und da werden wir wahrscheinlich so ein Ding hinbauen müssen. Das werden wir da gar nicht bauen können, nehme ich an. Immer mit Bergbau, Verarbeitung, Ausrüstung, Ausbildung, Lagerung und Handel.
Schatzkammer, Handelslager, Handelsposten. Was haben wir da so? Abenteuergilde. Es gibt schon ziemlich viele Gebäude. Das ist immer das Erste, was mir auffällt. Vor allem so die Rüstungsschmiede und Waffenschmieden und so Zeug. Holzwerkstatt, baut Jagdbogen, Holzspeere, Holzschild. Es gibt offensichtlich 1000 verschiedene Items. Hammer, Schaufel, Hacke, Spitzhacke, Sichel, Messer, Säge, Meißel, Zang. Was haben wir da? Gildenhaus, brauchen wir nicht. Klicken wir uns da mal langsam durch. Haben wir eine Münzprägerei. Dann haben wir eine Schneiderei. Haben wir eine Weberei. Dann haben wir beim Bergbau Kupfer, Kohle, Eisen, Silber und wahrscheinlich dann Gold am Schluss irgendwann einmal. Ist die Frage, ob man noch was freischalten kann oder ob man das direkt am Anfang alles sagt, ob dann noch Gold kommt oder sonst irgendwas. Wege gibt es schon länger. Also früher hat es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin so Generation Siedler 1 und 2. Und da glaube ich, wenn ich mich, das ist halt auch Jahrzehnte her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, da glaube ich, hat man keine Wege bauen können. Deswegen hat mich auch noch so verwirrt. Da, schau mal das an. Ein Esstisch. Wieso ein Esstisch? Okay. Haben wir eine Taverne, einen Marktstand, Marktbrunnen, Proviantmauer, Wohnhaus, kleines Wohnhaus, was haben wir da? Nahrung, Sammlerhütten, Jagdhütte, Gemüsefarm, Getreidefarm, Farmland, ein Brunnen, eine Windmühle und eine Bäckerei. Dann haben wir das sind so die typischen ersten Gebäude, die man in solche Sachen eigentlich baut. Ich bin halt jetzt nicht Vollgas das Anno-Gameplay eigentlich gewohnt. Ich halte die ganze Zeit schon Ausschau nach so einer Art Marktplatz, wo ich dann in dem Einflussbereich bauen kann und so. Und das, glaube ich, funktioniert da halt komplett anders. Holzfäller, Sägewerk, Forsthaus, Steinbruch, Steinmetz, Steinmühle und ein Baustellencamp. Unterkunft von Bauarbeitenden, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Okay. Und dann haben wir Erkundung und Expansion. Ein Wachturm. Wie viele Storner haben wir? Wir haben 150 Storner. Ist eventuell ein Wachturm und ein Entdeckerposten, Garnison, Militärcamp, Entdeckerposten. Ist das vielleicht doch etwas, was man sofort bauen kann und soll? Weiß ich nicht. Bauen wir es einfach einmal. Wie kommen wir das dran? Gebäude platzieren, abbrechen, rechte Maustaste, Gebäude. Oh. Das erste, was mir auffällt, ist, man kann ohne Gitter absolut, wie soll ich sagen, dynamisch bauen, ohne irgendein Raster, wo man einrasten muss oder sonst was. Das ist auch, bin ich auch nicht gewohnt. Wie gesagt, auch noch Spiele. Und dann kann man Wege bauen. Wollen wir jetzt auch mal schnell ausprobieren. Der Simato merkt gerade im Chat was Wichtiges an. Ganz ehrlich, die Musik ist schon mal geil. Ich höre nicht recht viel, muss ich sagen. Die ist jetzt gerade ausgegangen, wenn du mich fragst. Warte mal. Muss ich vielleicht lauter dran wieder? Na? Machen wir es mal auf 60. Speichern, passt schon. Ja, fangen wir an mit den Holzfällen. In solchen Spielen ist es immer so, die erste Stadt, die du baust, ist sowieso für den Arsch. Weißt du, dann merkst du, fuck, ich hab keinen Platz mehr für das und das kommt erst später und so weiter und so fort. Das heißt, das erste, was wir bauen, ist eine Holzfällerhütte. Und zwar eine. Ah ja, da sehen wir auch schon. Wir haben verschiedene Einzugsbereiche, offensichtlich nicht bloß einen, sondern wir haben 1, 2, einen ganz nahen Bereich, einen zweiten, dritten und vierten Ring. Ich höre noch einen Lüfter vom Rechner. Jetzt haben wir wieder eine Musik da. Jetzt ist die Frage, wie wir das da platzieren. An der Küste, ich würde eher da so unsere Wohnhäuser dann hier und einen Holzfällersepp, den bauen wir mal da hinten. Ja, den bauen wir mal da so hinten. Dann gehen wir da so Vierer und bauen wir einfach mal da her. Und dann werden wir schon herausfinden, oh, das schmiegt sich aber schön an hier. Da schau hin. Und dann ist die Frage, das bauen wir jetzt einfach mal und lernen nicht the hard way. Wie funktioniert das da? Machen wir so. Was sind denn das für K-Händer? Was sind das für K-Händer? Oh, schau hin, wie sich das da so rundum baut. Da machen wir jetzt einfach mal so. Das sind wahrscheinlich Wohnhäuser oder Kacheln, wo man dann Gebäude hinbauen kann, die dann einrasten oder sonst was. Oh, da gingen ja schon die ersten 2 Menschen, gell? Jetzt machen wir einfach mal so. Ist ja scheißegal. Was kosten der Weg überhaupt? Kosten Wege überhaupt irgendwas? Schaut mir jetzt nicht so. Wir müssen nur zum Bestätigen den letzten Wegpunkt anklicken. Okay. Haben wir. Achtung, wir schauen mal im Wusel zu. Achtung! Das sind unsere ersten 2 Holzfäller, so wenn ich das so richtig sehe, oder? Schön animiert. Schön animiert, schöne Grafik auch, wie wir da auch noch ziemlich weit eine. Schmarre, das sind unsere. Achso, da kommen jetzt erstmal die Planierer. Oh, ja, irgendetwas sauft auf alle Fälle schon wieder. Okay. Die planieren jetzt da erst einmal. Denn die da machen die Untergrundfläche gerade. Okay, macht Sinn.
Wir werden uns alles im Detail anschauen und wenn es eine Dreiviertelstunde dauert, ist mir scheißegal. Schön schaufeln. Aber oh, da kommt der Rest von der Bagage gleich daher. Oder so. Ja. Schauen sie alle gleich aus? Nein, sie schauen nicht alle gleich aus. Schau hin. Die haben Unterschied. Schau dir das an. Und so, was da kleine Details sind in sich eine Spiele einfach, auch wenn man meint, eigentlich später nicht mehr so wichtig, aber irgendwie ja schon. Die schauen nicht alle gleich aus. Unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Frisuren. Wenn ich das richtig sehe, haben manche einen Vollbart, manche haben verschiedene. Das ist ja cool. Kann man die anklicken? Kann man mit denen irgendwas tun? Nein. Da baust du einen Träger und der druckt jetzt da 4 Holz her. Was sagt denn da eigentlich für, was ist denn das? Eigentlich müsste mit mir doch da Nadelholzstamm reserviert 4, verfügbar 146. Ah. Ja, ich verstehe schon. Jetzt bin ich gespannt, wie der Bauprozess ausschaut. Wie sich das Gebäude langsam. Genau das habe ich gemeint. Lass es zoomen. Alles wird sich im Detail angeschaut. Gleich noch die Mitglieder benennen. Weil hätte man sofort gemacht, aber man kann leider einer keinen Namen geben. Das war noch geil, wenn das wirklich unique Charaktere warten. Das ist, glaube ich, bei Fuck, wir hatten das geheißen, das haben wir letztes Jahr nach der Sommerpause haben wir das 1 Runden lang gespielt an einem Freitag. Und da haben wir schon durchgekommen, weil es noch nicht mehr gegeben hat. Wir hatten das geheißen, Fuck. Ihr habt Hintergrundmusik am Startbildschirm, meine ich. Wir hatten das geheißen, wer weiß das gleich wieder? Oh, da ist ein stimmt, ich lese im Chat, da ist ein Hase. Hase! Ihr wisst, was das heißt im Chat. Farthest Frontier. Absolut richtig, Hansi. Da! Dann 3 Hosen. Alter, da geht's. Alter, wie viele Hosen gibt's noch? Alle. Timberborn war's nicht, Max. Das darf ich mir aber auch gerne anschauen. Weil Bob oder Kurva, was das Ja gut, es dauert auf alle Fälle eine ganz schöne Zeit, bis die Holzfällerhütte da fertig ist, aber das ist ja wurscht. Einen Förster braucht man auch. Beziehungsweise jetzt bauen wir erstmal ein Sägewerk dazu. Sägewerk, Bad Sägewerk. Ah ja, das kann man dann da wunderschön an der Straße ausrichten. Das der wir ein bisschen daher, damit wir links mit dem Weg dann noch weiterkommen. Der wir da so her. Passt, bauen wir hin. Was brauchen wir noch? Ein Steinbruch. Steinbrucharbeiter bauen Stein und Kalkstein an nahegelegenen Vorkommen in deinem Gebiet ab, um als Baumaterial verwendet und an Steinmetze und Steinmühlen geliefert zu werden. Das ist klar, das ist eine absolute Grundressource in solchen Spielen. Die Frage ist jetzt bloß, was ist ein Steinvorkommen? Offensichtlich das Gehaverte da hinten. Die Frage ist jetzt, gingen unsere Siedler über diese Grenze hinaus da? Wahrscheinlich nicht. Und darum werden wir wahrscheinlich so einen Entdeckerposten bauen müssen. Den bauen wir irgendwo daher, damit wir dieses Gebiet erschließen. Außerdem haben da Bärle zum Sammeln. Und ich gehe mal schwerstens davon aus, dass das... Schauen wir mal da noch hinten. Da ist nichts. Ja, bauen wir erst einen Entdeckerposten. Das glaube ich ist gescheiter. Wo war der gleich wieder drin? Das dauert ein bisschen, bis ich mit da drauf wohne. Wir wahrscheinlich bei alle Wachturm, das war der Entdeckerposten. Und da ist jetzt die Frage, wie groß deckt der das Gebiet auf? Man, das steht ja dort. Baue einen Entdeckerposten nahe der Inlandgrenze, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Und ich gehe dann schwer davon aus, dass. Oder schwärmt dann da einer aus? Weißt du was, den bauen wir da her? Da bauen wir einen Entdeckerposten her, da ist so ein schönes Loch drin, da pflanzen wir hin. Wunderschön. Dann bauen wir noch einen Weg. Achtung, machen wir einfach gerade. So. Und so. Und so. Bitte mir einfach ein, keine Ahnung wieso, aber wir machen das einfach. Ich weiß schon, oh, da haben wir mit Sicherheit Leute. Gibt es keine Pioniere? Ich weiß, was du meinst. Du meinst die Anno-Pioniere? Das funktioniert da, glaube ich, anders. Das generelle Spielprinzip in die Siedler ist ja immer so, dass du diese Grenzen da hast und die dann langsam durch die Insel arbeitest. Und es ist nicht so wie in Anno. Ich baue ein Sägewerk, das ist im Bau, und ein Steinbruch, der kommt dann, wenn das Ding fertig ist. Und was brauchen wir noch? Ein Wachturm. Weißt du was, den bauen wir eigentlich gleich daneben hin. Warum nicht? Bauen wir auf die eine Seite an. Machen wir so, da ist jetzt dann Schluss, da geht es dann weiter. Bauen wir auf die eine Seite an. Zack. Und später bauen wir dann da ins Eck noch auf die andere Seite an. Oder da oder so. Schauen wir mal. Doch, Pioniere gibt's. Ich kenne die Spielmechanik hinterm Entdeckerposten nicht. Da haben dann diese Personen drin, Entdecker 3. Und vielleicht kann man die irgendwo hinschicken. Und die erkunden dann das neue Gebiet in einem maximalen Umkreis von. Kann natürlich auch sein. Man muss immer bedenken, in diesen Spielen, der Weg ist das Ziel. Jetzt schauen wir mal, was die Holzfällerhütten tut. Schauen wir mal, da dran. Ja, hier schon fangen sie das Wuseln an. Es ist so schön.
Es ist so schön, es ist so schick, gemütlich und Holzfällerhütte. Holzfäller fällen im eigenen Gebiet Bäume und sammeln Feuerholz. Nadelholz wird als Baumaterial, Laubholz für Waffen und Ausrüstung und Feuerholz zum Kochen verwendet. Das heißt, wir haben da einmal Laubholz, das ist der hellbraune Stamm. Wir haben Nadelholz, der dunkelbraune. Und dann haben wir Feuerholz, das sind so kleine Sachen. Jetzt ist die Frage, was heißt der Ding da, der Bömpel, der da außen steht? Weiß ich gerade nicht. Kann ich auch gerade nicht interpretieren, was das heißt. Das ist offensichtlich, was gerade produziert wird. Holzfäller trockt wahrscheinlich gerade. Es liegen 2 im Lager. Es sind noch 2 unterwegs. Jetzt ist dann der 3., der 4. drin. Nämlich, ja, 4 und noch einer ist unterwegs von irgendwo wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das ist das +1, +2. Oder je nachdem, wenn der Holzfäller gerade unterwegs zu einem Baum ist, kann ich mir vorstellen, dass da schon Plus steht. Und Minus bedeutet, wenn von einer Baum... Oh, schau, wie es da wuselt. Schau, wie es da wuselt! Schieß. Schön. Das ist Arbeitsradius, ändern im Menü der Hütte rechts. Das war jetzt das nächste gewesen, was ich jetzt gleich mal ausprobiert habe, nämlich diese 2 Buttons da. Fällt alle Bäume, entfernt Wald schneller, weil kleinere Bäume keine Schösslinge hinterlassen und die Holzfäller kürzere Wege laufen. Klicke, um stattdessen nur die ausgewachsenen Bäume zu fällen. Klick! Guter Punkt. Die kleinen Bäume holzen wir natürlich nicht ab, wir haben ja keine Idioten. Sonst kämen da keine so Setzlinge mehr nach, wenn die kleinen Bäume da abholzen. Das ist natürlich nichts. Und das da, setze den Fokuspunkt. Der Fokuspunkt definiert, an welchem Ort die Einheiten zuerst arbeiten. Sie versuchen so dicht wie möglich am Fokuspunkt zu arbeiten, aber das gesamte Arbeitsgebiet des Gebäudes bleibt gültig. Dies bedeutet, die Arbeiter gehen auch in die entgegengesetzte Richtung, falls dies der dem Fokuspunkt nächstgelegene Ort ist, an welchem sie arbeiten können. F, Fokuspunkt setzen, den setzen wir jetzt einfach mal da ein, weil wir das jetzt da mal so mein Hauptwald, den sie mal abholzen sollen, aber nur die großen, damit wir kleine nachkriegen. Die Frage ist jetzt, was der Förster dann für einen Sinn hat. Und dann hat der Sprengi noch was gesagt, normale Priorität, Gebäude aktivieren oder deaktivieren. Was haben wir da? Gebäude abreißen. Der Sprengi hat geschrieben, das ist Arbeitsradius. Ändern im Menü der Hütte rechts. Aber ist das nicht das Menü der Hütte und das Ding? Ne? Kann man das irgendwie ziehen? Oder? Also nur ein Fokuspunkt. Ich habe mir jetzt eigentlich gewünscht, dass man den Radius vielleicht moin kann. Mir fällt jetzt da auch gerade wieder das Späne rein. Da habe ich auch schon ein paar Stunden drin, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Da kann man wirklich am Boden hin moin die Bereiche, die abgeholzt werden sollen. Dass man die Ringe vielleicht größer kleiner machen kann, damit die nicht bis dahinter stapfen. Wenn man das nicht will. Momentan ist mir das wurscht, aber weiß das eh. So, wir haben Gebäude Nummer 2. Schau mal gar nicht lange. Oh, was passiert denn da? Schau mal da ruckt die ganze Mannschaft aus. Schau mal, wie es dazugeht. Die haben ja ein Geschenk dabei. Bei uns müssen sogar Frauen Baumstämme tragen. Ja, warum nicht? Und was mir bis jetzt am allerbesten gefällt ist, jeder kleine Charakter schaut anders aus. Nicht nur von der Kleidung, sondern, ja gut, bei denen 6er jetzt natürlich nicht, weil die alle eine Rüstung haben, die einheitlich ist, aber die haben unterschiedliche Hautfarben, manche haben ein Board, manche haben kein Board. Super cool. Sie tragt offensichtlich ein Cast und sehr schön animiert. Sehr schön und liebevoll modelliert und animiert. Sehr schön, so stelle ich mir das vor. Cooler Grafikstil, gefällt mir gut. So, der Entdeckerposten. Schauen wir mal, was der kann. Zu Hause von Entdeckern, die mit Rationen auf Reisen gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Rationen haben wir vorher schon mal gelesen, dass man die machen kann. Jetzt pass mir auf, was sind Rationen? Das sind Grenzsteine. Ach, die trockenen Mille-Dinger umeinander, sondern das sind Grenzsteine, die da umeinander tragen. Was tun sie mit denen? Ah, die andere hat kein Geschenkbeutel dabei gehabt, sondern das sind diese Rationen gewesen, die eine im Kerbe drin gehabt hat. Und dann haben wir da einen Wachturm. Da kann man einstellen, wie viele Soldaten das man reinsteckt und so weiter und so fort. Ja, ich verstehe. Nimmt Land ein. Auf Patrouille. Okay, System wieder verstanden. Wir haben da einen Radius mit dem Wachturm oder mit dem Entdeckerding. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz. Jetzt sehen wir mal den Fokuspunkt, den wir mal da hinsetzen. Bauen die das dann in die Richtung aus? Sehe ich das richtig? Das heißt, wir bauen einen Grenzsteiner und setzen... Ah ja, gesehen? Ich habe verstanden. Was jetzt allerdings verantwortlich ist für Setze Fokuspunkt für Patrouille. Definiert, an welchem Ort deine Einheiten patrouillieren, um das Gebiet zu erobern, zu bewachen oder zu beschützen.
Da setze den Fokuspunkt und eine Einnahme. Deine Wachen streben diese Position an, wenn sie dein Gebiet erweitern. Ist der Fokuspunkt in deinem Gebiet, dann wird die weitere Expansion kreisförmig von diesem Ort fortgesetzt. Ja, die werden schon was sollen. Da breiten wir uns aus, Richtung Stornau, brauchen wir einen Steinbruch. Und dann müssen wir, habe ich schon gesehen, offensichtlich sofort mit der Grenzsteinproduktion anfangen. Es hat ein bisschen ausgeschaut wie ein Milliflaschel. Sag ich dir, wie es ist. So, was macht das Sägewerk? Steht höchstwahrscheinlich Bredel aus die Nadelholzbalken und so weiter her. Na gut, bauen wir weiter. Was haben wir da? Baue ein Forsthaus. Das ist einmal das nächste, was wir bauen. Was wäre ein Forsthaus da? Pflanzt in deinem Gebiet Setzlinge aus, denen durch Gießen mit der Zeit Bäume werden und sammelt Feuerholz. Das bauen wir gleich einmal neben die Jagerhütten. Machen wir so. Da setzen wir einen Fokuspunkt genau in den Wald da hinter uns, weil warum nicht? Das schaut doch gut aus. Wunderbar. Gibst mir gleich mal einen Fokuspunkt, den setzen wir auch mitten da rein. Und dann kannst du ihm auch wahrscheinlich sagen, pflanzt Nadelholz, Laubholz und Feuerholz. Das soll ja mal alles machen, das ist in Ordnung. Gibt es da einen Ingame-Shop für Grenzstein-Skins? Also bis jetzt habe ich noch Schwänge sind die richtigen Fragen. Bis jetzt habe ich noch keinen Ingame-Shop gesehen. Es gibt automatisch schon mal einen Daumen nach oben. In dieser traurigen Welt leben wir. Herzlichen Glückwunsch, dass wir uns darüber freuen, dass das Spiel noch nicht abgestürzt ist, dass ich mehr als 2 Gebäude bauen kann, dass ich tatsächlich das Spiel bekommen habe, das ich halbwegs erwartet habe, zumindest soweit ich das bis jetzt einschätzen kann. Und drittens, dass es für ein Singleplayer-Spiel, ich weiß nicht, ob es Multiplayer auch geht, später vielleicht mal, dass es keinen Season Pass gibt, dass es keinen Ingame-Shop gibt und dass was gibt's noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dass der Entwickler am Tag nach Release noch nicht insolvent ist. Richtig. Spulk ist übrigens gerade im Angebot. Kostet normal 29 €, ist glaube ich runter auf 25 € ungefähr, plus minus ein paar Cent, ich weiß nicht genau. Ist ein ungerader Betrag. Und für das habe ich da jetzt schon mehr bekommen als für The Day Before, für 39 irgendwas. Ich habe schon wieder Donations übersehen. Der Kerl, merci dir, kaufst dafür die Versandkosten, eine halbe oder 2, ein T-Shirt kommt am Samstag. Hast du mir jetzt Versandkosten, du einer donated, Stefan? You fucking serious? Geiler Typ. Steff, viel Spaß im T-Shirt, ich hoffe, es gefällt, danke dir. Von hinten merci wieder den Zwickelpress F vor Fokuspunkt. Das stimmt tatsächlich auch, was? F, ja gut, das Sägewerk hat keinen Fokuspunkt. Holzfällerhütten, Fokuspunkt F. Richtig. Schick sagen von hinten. Merci nicht. So, ja, gehen wir weiter. Was brauchen wir noch? Forsthaus ist im Bau. Da steht jetzt Nahrung drunter. Achso, das betrifft dann die Jagdhütte. Ja gut, machen wir die Jagdhütte. Wo ist die Jagdhütte? Wahrscheinlich unter Food. Bevölkerung, Mahlzeiten. Jagdhütte. Ich werde übrigens, auch wenn für die meisten natürlich absolut klar ist, was eine Jagdhütte tut in solchen Spielen. Manche haben die Siedler vielleicht noch nicht gespielt oder auch noch keine oder noch kein Aufbauding. Darum lese ich alles fein säuberlich vor, was die Gebäude machen und so weiter, wer solche Spiele vielleicht noch nicht gespielt hat. Jagdhütte. Jäger jagen Wildtiere im eigenen Gebiet für Fleisch und Leder. Fleisch wird an Marktständen und Proviantmacher geliefert und Leder wird von Schneidern verarbeitet. Ich gehe mir schwer davon aus, dann später für Rüstung und für Essen halt natürlich. Wobei mich ein bisschen verwirrt, dass wir so viel Leute haben. Wo kommen die alle her? Es wird Einsteiger-Dings halt sein, nehme ich an. Was ist denn da hinten? Der Entdecker, der geht einfach los und tut irgendwo. Ja gut, lassen wir mal, ist ja wurscht, nicht alles da vor mir. So, Jagdhütte. Oh, da wird's zum Hasenjung, habe ich schon gesehen. Oder die Jagdhütte, die pflanzen wir ein bisschen da weiter ins Zelt, die pflanzen wir da hinten. Sag ich, was ist, die pflanzen wir da hinten. Wobei, macht das Sinn, dann müssen wir so ewig weit gehen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir unser Dorfzentrum hinbauen. Wahrscheinlich da hier vorne irgendwo. Ja, das wird sowieso ein Durcheinander. Wie gesagt, in solchen Spielen fangt man gerne 15 Mal an. Die haben wir so mit da so hier, dann wir einen geraden Weg ziehen können. So, wunderbar. Einen Weg hingeschissen. Wunderbar, dann haben wir die Jagdhütte. Die ist dann auch im Bau. Dann haben wir noch eine Sammlerhütte, brauchen wir auch noch. Haben wir mit die Bärle schon? Jawohl, die haben wir schon. Sammlerhütte, wo? Sammlerhütte. Ich lese vor. Sammler, sammeln. Der knallige Knall. Sammler sammeln im eigenen Gebiet Beeren und Pilze für deine Marktstände und wilden Flachs für deine Webereien. Was ich schon wieder krass finde, ist, das bin ich so nicht gewohnt, wieder, kämen wir von auch noch, dass einzelne Gebäude so viele Sachen gleichzeitig machen. Himbeeren, Steinpilze, Feuerholz und Flachs. Das ist am Anfang ein bisschen schwer zu
wie soll ich ihn sagen, vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu greifen. Da ist ein Haufen Zeug zum Sammeln, die stellen wir mitten daher, die Bude, sagt der, wie es ist. Da machen wir einen Weg, den machen wir, hoppala, das wollten wir nicht. Ja, da bleiben wir so. Ah, das machen wir, das schaut gut aus. So, und dann werfen wir mal einen Blick in unsere Ressourcen. So, und dann tun wir da schon mal eine Straße auf. Und dann schaut das gut aus. So, kurzer Blick in unsere Ressourcen. Wir haben nur 140 Baumstämme, 14 Nadelholzbalken, Laubholzbretter, 140 Steine, 118 Grenzsteine. Was sind Werksteine? Das weiß ich nicht, das werden wir noch herausfinden. Wir haben 20 Wachen. Wir haben im Bauwesen 95 Personen klicken, um angezeigte Objekte zu ändern. Was? Achso, das kann man sich sagen. Okay. Okay, ich verstehe. Da haben wir Wertsachen, seltene Ressourcen, Bergbauzeug. Kann man das verschirmen? Nein. Das finde ich ist noch ein bisschen in der Dingansicht, dass das alles da einnimmt. Das ist ein bisschen schwer zu erfassen auf einen Blick, was da los ist. Was heißt das da? Eingenommenes Gebiet, 5%. Und da, Bevölkerung 401. Das muss ich jetzt noch mal schnell lesen. Aktuelle Voraussetzung für Neugeborene. Du benötigst eine Gesamtsumme von 5 Genussmahlzeitenqualität. Herzlich willkommen in der deutschen Sprache, schöne Sprache. Genussmahlzeitenqualität. Ein Wort. In einem Wohnhaus, um ein Neugeborenes zu erhalten. Nächste Voraussetzung für Neugeborene: bei einer Bevölkerung von 500 wirst du insgesamt 10 Genussmahlzeitenqualität benötigen. Okay, das heißt, wir brauchen quasi Wohnhäuser. Und es wird uns da hinten in der Aufgabe schon angezeigt, baue drei Wohnhäuser oder kleine Wohnhäuser. Da nehmen wir natürlich gleich die großen. Da bin ich jetzt mal auf den direkten Vergleich gespannt, wie groß die. Die sind ganz schön groß. Aber schön modelliert. Schön mit Liebe modelliert. So mag ich das. Ja, platztechnisch rendieren sie da die großen. Das kostet 6 Nadelholzbalken. Werkstein ist offensichtlich zum Gebäudebauen und nicht zum Grenzding bauen, habe ich gerade gespannt. Und offensichtlich ein bearbeiteter Stein. Nicht einfach irgendein Rundstör, da wie viel passt schon, sondern die werden vorher zum Stormetzen müssen, nehme ich an. Und das Kleine ist halt nicht so. Wir haben halt keinen Werkstein. Darum werden wir erst einmal 3 kleine Wohnhäuser bauen. Die bauen wir direkt da am Eingang her. Machen wir so. Und so. Muss nicht alles so nach Grid laufen. Ja, das ist alles so gerade und mein innerer Mann kriegt einen Vogel. Das schaut später viel netter aus, wenn das alles ein bisschen durcheinander geht. Was mich noch interessiert hat, ist, kann man Kurven bauen? Kann man irgendwie letzten Wegpunkt entfernen, Wegpunkt hinzufügen. Was ist das da? Weg abreißen, Pfad. Ein Kupfervorkommen wurde entdeckt, steht dort. Okay, alles langsam. Eins am anderen. Frankie Boy, merci wieder ein Resub und dann in 39 Monaten. Heute haben leider Gottes Mitglieder-Alerts kaputt. Die werden nicht einmal mehr angezeigt und ich weiß nicht warum. Darum ein ganz besonderes Grüßgott an den Nordfriesland. Ein Leben im schönsten Bundesland. Das mit dem schönsten Bundesland in Friesland irgendwo. Das steht in Frage. Aber welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. Oder ist das jetzt eine Mitgliedschaft oder ist das Subscribe? Ist mir wurscht. Ist mir wurscht, dann ist es ein Abo. Kriegst auch die Tröte. Schöne Grüße ins Preisenland, habe ich die Ehre. Steinbruch bauen. Absolut korrekt. Ist mir gerade eingefallen. Sammelhütte ist im Bau. Einen Proviantmacher brauchen wir noch. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Steinbruch, Steinmetz und Brunnen. Wir haben so viel zum Tor. Das ist ein Wahnsinn. So, Steinbruch. Ich nehme mal schwer an, am Berg. Ja, das macht durchaus Sinn. Und da der Riesung bauen wir einfach direkt da. Oder bauen wir da? Kommt der soweit? Oder bauen wir da auf? Bauen wir da auf. Das schaut doch gut aus. Gerade Straße aufgezogen, eingeschissen, wunderbar. Müssen wir bloß ein bisschen schauen, dass uns die Sachen nicht ausgehen. Haben wir. Okay, ist auch im Bau. Da brauchen wir einen Steinmetz. Den bauen wir eigentlich auch gleich direkt daneben, weil da müssen die Steine nicht durch die ganze Stadt getragen werden. Für alle, die vielleicht gar nicht so mitkennen, was soll ich machen, da steht einfach ein Haus hier und dann ist es toll. Es geht im Prinzip darum, diese Produktionsketten aufzubauen. Das bedeutet, wir bauen jetzt da einen Steinbruch. Der Steinbruch hat diesen Einzugsbereich und der geht dann zu den Steinen und klebt die Steine raus. Dann kriegen wir wieder herum Stein. 133 Steine haben wir, einer ist reserviert, verfügbar sind 131. Und dann gehen da wuseln dann da die kleinen Menschgaleine und dann bauen die Steine ab. Und die Steine tragen es dann zum nächsten Gebäude, das halt ein Need drauf hat. Das heißt, das die Steine braucht und verarbeiten kann. Zum Beispiel der Steinmetz. Und der Steinmetz macht dann Folgendes draus. Achtung, Steinmetz.
Verarbeitet Stein stellt her Werkssteine und Grenzsteine. Und das ist dann so der Anfang. Ne? Das ist eine typische Tier 1, Stufe 1 Produktionsketten. So darf ich jetzt das erklären. Und was das Besondere an der... Jetzt kann ich das da ums Arschlecken nicht reinbauen, oder was? Bauen wir einen Sturm jetzt halt da oben. Ist mir wurscht. Bauen wir einen Sturm jetzt da oben. So, passt. Und jetzt passiert später dann halt einfach Folgendes. Dann geht da so ein kleines Manschgal hin, und das ist die Besonderheit, weil das jetzt einen schönen Wuselfaktor hat. Da geht halt wirklich das kleine Manschgal hin, geht zu dem Steinmetz, nimmt so eine Kiste mit Steinen und tragt die dann da den Weg runter, den wir mir halt vorgefertigt haben, zum Steinmetz, legt ihm das hin. Der Steinmetz braucht, sagen wir einfach einmal gefühlt, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten und macht dann aus dem Stein Grenzsteine und Werksteine. Und mit diesen Werksteinen können wir dann wieder andere Gebäude bauen. Dann kommt wieder ein kleines Manschgal, holt die Kisten Werksteine und tragt die an den nächsten Punkt. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ein, ja, es ist wie eine Loot-Spirale. Nichts anderes. Das wird immer größer, es wird immer komplexer. Später, wenn du mal so Produktionsketten in Anno anschaust, die richtig komplex werden dann, keine Ahnung, da musst du auf eine andere Insel fahren. Dann gibt es da Ölvorkommen, dann musst du da eine komplette Ölproduktion aufbauen. Dann musst du das Öl irgendwie von der Insel A nach Insel B transportieren. Dann wird das per Güterwagen sonst irgendwo hin transportiert. Aus dem Öl wird dann Kunststoff gemacht. Das Kunststoff wird dann zu dem. Und dann brauchst du Kunststoff und Stein und noch irgendwas zum Produzieren von irgendwas. Und so weiter und so fort. Und so wird es immer komplexer und immer süchtig machender. Und einmal was anderes, da bleibt das Hirn nicht stehen. Ja? Ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, Kinder, ich glaube, vom Spielen solcher Spiele wird man nicht dümmer. Im Vergleich dazu, wenn ich 4 Sekunden 4-mal durch TikTok scroll, dann kann ich mir selber zuschauen, wie vor lauter Dummheit mir da der selber rausrennt. Verstehen Sie? Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, hat Preisencharakter. Wenn ich zu viel erkläre, müsst ihr es mir sagen. Wenn ich es zu schlecht erklären muss, müsst ihr es mir sagen. Wenn es in Ordnung ist, dann sagt es mir bitte schön auch. Da freue ich mich. Fox McCloud, merci wieder in Zwickel. Jahresmerch 2024, Genuss, Mahlzeit, Qualität. Was heißt das? Du kriegst ein Neugeborenes, oder was? War das durch die Blume erzählt, dass... Ja, Fox McCloud, merci dir. Minimap-Steuerung. Minimap hinein und herauszoomen. Okay, das können wir machen. Minimap bewegen. O, Autofit. O ist... was ist denn das da? Was ist das? Kreis. Was ist Kreis? Auf dem Gamepad oder was? Ja, passt schon. Leg mir am Arsch, wird schon passen. Deine Erklärung 1a, wunderbar, das wollte ich hören. Ist bei Sie. Hallo, bei den Spielen geht es darum, ruhig gelassen, da wird viel geschmerzt. Dass da jetzt recht viel Bullshit passiert, das glaube ich nicht. Aber ja, einfach gemütlich, wunderbar. Was brauchen wir noch? Steinbruch? Wir brauchen 2 Steinbrüche. Bruder, wir brauchen 2 Steinbrüche. Also es geht natürlich auch, dass man da nicht bloß einen Steinbruch hinbaut, sondern halt 2. Die Frage ist, bauen wir mir die gleich nebeneinander? Eigentlich wurscht. Die Frage ist, irgendwann haben die Steine ja weg. Na, da kann man mit dem Mauszeiger drüber gehen. Stein ist da drin 80. 80, 80, 80. Und wenn wir mit den Steinen da abbauen, müssen die immer weiter dahinter gehen. Und die Wege werden weiter. Das heißt, die Produktion von Steinen wird länger. Jetzt setzen wir mal einen Fokuspunkt, den setzen wir mal da her. Sollen wir mal die das da als erstes abbauen. Entschuldigung. Was mir gerade ein bisschen irritiert ist, warum zur Hölle bewegen sie die nicht? Warten auf eingehende Stärkungsmahlzeiten. Was für Stärkungsmahlzeiten? Was sind Stärkungsmahlzeiten? Das ist eine Stärkung. Nein, das ist Kohle. Das ist Kupfer. Was sind Stärkungsmahlzeiten? Da wird gar kein... Da haben wir Rationen, Wasser, Hasenfleisch, Himbeeren. Wo sind denn Stärkungsmahlzeiten? Ach, werden die... Die sind ja Rationen, das haben wir vorher schon gesehen. Also die tragen jetzt da tatsächlich Rationen. Ohne Futter geht nichts, das verstehe ich. Du kannst doch nicht ins Bergwerk reinrumpeln, ohne dass du vorher mal eine saubere, weiß ich nicht, saubere Blutwurst gefressen hast. Aber im Prinzip fressen die nicht Stärkungsmahlzeiten, sondern halt Rationen. Heißt halt bloß anders, nehme ich an. Jetzt schauen wir mal. Ah ja, steht da dort. Die kriegen ins Lager dann Stärkungsmahlzeiten, tatsächlich. Und die werden aus Rationen gebaut. Die gehen sogar auch hin und essen. Schau dir das an. Die haben sogar was in der Hand.
Okay. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Schauen wir mal. Mal ein bisschen zuschauen, so klar. Aha, jetzt tun wir sauber reinhacken. Das tun wir sauber reinhacken. Das finde ich, hätte man noch ein bisschen schöner machen können. So der Cut in der Textur zwischen Stor und Wiesen. Aber in der Comic-Grafik wahrscheinlich nicht anders möglich. Wobei man es auch so machen können. Der schaut schön integriert in die Umgebung aus. Die schauen doch sehr. Weiß das schon. Aber ist in Ordnung, um Gottes Willen. Ist ein cooler Sound. Kann man einfach mal zurücklehnen und lauschen. Schön. Beruhigend. Ha? Wird der Ruhepuls von 360 gleich runter auf 320. Von hinten, Birger, bester Erklärbier. Hey, ich war stets bemüht. Merci dir. Schluss jetzt, wir brauchen einen zweiten Steinbruch. Steinbruch, das dauert uns da ist ewig da. Kupfertage, Dingsbums, irgendwas bauen. Nein, da herunternehmen. Steinbruch Nummer 2. Hey, du, bauen wir den direkt daneben. Ich sage dir, was ist, den bauen wir direkt da so her. Bam, einfach rein ins Viech, passt. Und dann bauen wir noch einen Brunnen. Was macht der Brunnen? Lesen wir doch mal rein. Das schaut mir noch einen Brunnen an. Brunnen! Brunnenmeister sammeln Wasser zum Kochen, Backen und für den Pflanzenanbau. Also, es gibt ja wirklich für jedes kleine Scheißgebäude extra irgendwelche Personen. Brunnen, wo stellen wir den Brunnen hin? Keine Ahnung. Zentral, den stellen wir zentral da her. Da stellen wir ihn einigermaßen zentral. Ja. So, da gefällt mir gut. Wunderbar. Haben wir einen Brunnen. Was ist in die Wohnhäuser drin? Was kennen die? Kleines Wohnhaus. Bis zu 10 Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten in einer Taverne verfügbar sind. Ich glaube ganz schwer, dass wir mir jetzt in dieser ersten Einführungskarte haben wir ja alle Ressourcen schon vorab. Wir haben ja vorab schon Holz gehabt in Hülle und Fülle und Steine in Hülle und Fülle und was war und über 400 Bauwesen, das habe ich noch nicht ganz gecheckt, was das bedeutet. Und Bewohner 147, Unterkünfte und allgemeine Bevölkerung von 401. Ich glaube, dass man in so Random Maps viel weiter unten noch fängt. Damit du ein bisschen warten musst. Jetzt bauen wir mal das Holzfäller-Ding, dann warten wir mal, bis wir 10 Holz haben, dann können wir das nächste Gebäude bauen und so baut sich das langsam auf. Das ist ja eigentlich bloß gedacht jetzt da, um die Gameplay-Mechaniken kennenzulernen. So, baue Wachtürme, Expansion, was das Lee sagt, den anderen Wachturm bauen wir da in die Richtung um, weil da geht es ja offensichtlich auch weiter. Den bauen wir einen da her und den anderen bauen wir direkt da her. Das ist zwar ziemlich weit ab vom Schuss, aber das ist mir jetzt nicht wurscht. Da haben wir Wachturm hier, da machen wir so, einfach mal hineingeschissen, jawohl, und dann bauen wir schön brav einen Weg da so her und da so her und hoppla und da so hin. Bin mir halt ziemlich sicher, die Gebäude müssen immer mit einem Weg verbunden sein, weil sonst gängen die Menschgall da nicht hin. Die Drucker über den Steg rein wie von Lampedusa. Mr. Winky, der war bitterböse finster, ich liebe ihn. Schönster Spruch des Abends. Mehr Bumsbuden bauen. Ich habe schon gespannt jetzt mittlerweile, dass wir unsere Aufgaben erweitern sich dynamisch mit, je nachdem, was wir gerade tun. Mittlerweile brauchen wir einen zweiten Steinmetz. Wieso brauchen wir eigentlich schon wieder einen zweiten Steinmetz? Im Ernst jetzt noch mehr einen zweiten? Gut. Mehr Steinmetz, mehr gut. Dann bauen wir auch einfach eiskalt da oben. Hilft eh nicht. Ressourcen haben wir genug. Von allem. Brunnen ist im Bau. Proviant machen! Der war so bei der Jagdhütte und bei der Sammlerhütte, gell? Die haben jetzt ziemlich weit auseinander, dann bauen wir einen Proviantmacher direkt dahin. Wo ist der Proviantmacher? Wahrscheinlich unter Nahrung, nehme ich mal an. Gemüsefarm, Sammlerhütte, Jagdhütte, Getreidefarm, Windmühle, Bäckerei, ne? Dann eventuell unter Bevölkerung und Mahlzeiten, das sind die Wohngebäude, Proviantmacher. Proviantmacher stellen Rationen für Entdecker und als Reserve für Minenarbeiter her. Und, warte, bevor wir den bauen, was verbraucht er? Es verarbeitet Brot, Feuerholz, Wildschweinfleisch, Rehfleisch und Hasenfleisch. Und stellt Rationen her, die gefühlt offensichtlich alle brauchen, wenn ich das da so richtig sehe. Und bauen wir einfach ziemlich zentral hinein. Zack, fertig aus Amen. Proviantmacher ist im Bau. Dann brauchen wir eine Taverne und Esstische. Ich glaube, da ist ein guter Platz, oder da ist irgendwo ein guter Platz für die Taverne, oder da vielleicht sogar. Dann bauen wir da noch ein paar Wohnhäuser rundherum so und da ist unser Markt. Das klingt gut. Klingt gut! Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Sorry, was ist? Best Game
the day before, geh nach Hause. Geh zu Hause, du alte Scheiße. Oh, wir brauchen einen Werkstein. Jetzt ist es das erste Mal, dass wir auf Ressourcen warten müssen. Ich lese trotzdem dabei einmal vor. Die Taverne. Köche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkungsmahlzeiten für Minenarbeiter und Genussmahlzeiten für Träger zu kochen. Genussmahlzeiten werden an nahegelegenen Esstischen gegessen und fördern die Geburt neuer Pagonier. Das heißt, wir brauchen eine Taverne und diese Esstisch, das ist ja unter anderem unsere Aufgabe, aber zum Bauen brauchen wir 4 Nadelholzbalken. Was mir da noch nicht so gut gefällt, ist die Anzeige in die Tooltips. Aber das ist in so Early Access Games ist das oft gern so, dass da ist ein Zeilenumbruch drin. Und der Abstand vom Symbol zum Text klebt ziemlich beieinander und so. Und warum steht jetzt da die Anzahl daneben, drunter und nicht daneben? Also entweder oder. Das verbraucht ein bisschen viel Platz, finde ich. Links von, wie soll ich das erklären? Wo es heißt, kostet Nadelholzbalken, Werkstein, links davor ist einfach freie Fläche, die das abdeckt, wo man nicht durchschauen kann, gescheit. Das ist einfach verschenkter Platz. So. Also, da gebe ich den Brief und Siegel, das wird noch anders. Und was auch noch ein bisschen komisch ausschaut, sind diese Symbole da. Die schauen irgendwie nur so aus, als wären sie noch nicht fertig. Aber wie gesagt, ist ja eine Early Access Version. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Early Access ist, heißt im Prinzip übersetzt früher Zugang. Damit finanziert sich der Entwickler seine Entwicklungskosten. Er kriegt schon mal ein bisschen Geld und wir als Spieler kriegen wir schon mal ein Spiel, das wir spielen können, aber heute noch nicht fertig ist. Braucht es da keine Bauern? Mit Sicherheit. Wir haben ja eine Getreidefarm gehabt. Holzfällerhütten. 3 Stück sollen wir jetzt bauen. Kruzifix, Alter, die holzen mir die ganze Scheiße da hinten ab. Das Ding ist auch bald fertig. Dann, ja gut, dann bauen wir halt da eine Straße hinten. Was du beobachtest, noch haben wir genügend Ressourcen. Das machen wir so. Und bauen wir einfach mal bis dahin eine Straße. Jawohl. Und dann pflanzen wir da noch Holzfällerhütten ein und ja, wird schon passen. Was mir noch so ein bisschen feit ist vom Spielprinzip, ich bin ja auch noch gewohnt, irgendein ein zentraler Kontor heißt einer auch noch. Da wo alle produzierten Sachen hingetragen werden. Ich glaube, momentan ist das unser Schiff. Kann es sein, dass die produzierten Sachen einfach ins Schiff eintragen und das unser Zentrallager ist? Wir Spieler bekommen im Normalfall ein spielbares Spiel, was dem entspricht, was geteasert wurde. Benzi schöner beschrieben als ich, richtig. Aber man darf halt nie davon ausgehen, das Spiel ist fertig. Es ist der Early Access. Ist. Großer Vorteil ist auch, dass Spieler Feedback geben können. Absolut richtig. Deswegen soll jetzt eigentlich auch, wenn wir fertig sind mit Spielen, soll er wieder eine Rezension schreiben. Ja? Vielleicht nicht wieder eine Viertelstunde lang wie letztes Mal, aber diese gut. Bis jetzt, da die eine schreiben, diese gut. Da ich weiterempfehlen. So, Holzfällerhütten, ein Stück oder 2. Weißt du was? Pflanzen wir da eine hin. Und gut, da können wir noch gar nicht hinpflanzen, ist ja wurscht, machen wir so und so. Wunderbar. Fokuspunkt ist da herum. Und der Fokuspunkt ist da rund. Ja, und so kannst du die 2 Holzfällerhütten so ein bisschen sagen. Nicht, dass alle 3 Holzfällerhütten im gleichen Gebiet abbauen, weil dann ist der Wald gleich weg, sondern die eine da, die andere da, die andere da. Farmland, Gemüsefarm, Steinmetze haben wir, ein Baustellencamp. So, was ist ein Baustellencamp? Steinmühle, Steinmetz, Baustellencamp. Unterkunft von Bauarbeitenden, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Ja, bauen wir doch. Was kostet das? 2 Stoff. Wie viel Stoff haben wir? Ich sehe keinen Stoff. Ist da irgendwie Stoff? Na, das ist Stein. Bergbau. Seltene Ressourcen. Wertsachen. Das sind irgendwelche Items, glaube ich. Naturprodukte. Ah ja. Da haben wir Stoff. Wir haben Seil. Wir haben Leder. Wir haben Flachs. Wir haben Weizen. Und wir haben Mehl. Ja, da wird noch nicht einmal ansatzweise alles an Ressourcen angezeigt, was es alles gibt. Und wer weiß, was noch kommt. Was mir auf den ersten Blick abgeht, sind lebendige Viecher. Also sowas wie ein Schweinestall, wo man dann Pfacke schlachten kann und das dann und nicht jagen muss. Aber vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Es gibt allein schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Gemüsesorten. Beziehungsweise 5 verschiedene Gemüsesorten und Brot. 3 verschiedene Fleischsorten.
Was haben wir da noch? Rüstung, Waffen. Es gibt... Alter. What the fuck is this? Also auf alle Fälle geht das noch sehr... Oh, was habe ich da gerade gesehen? Da die Bahn. Oh, ich habe einen Hosenstern gesehen. Oh, der wird sogar ausgeweitet. Schau hier. Oh. War aber kein netter Ton. und dann was ich auch sehr cool finde, ist, man sieht, glaube ich, jedes einzelne Ding da liegen. Wie viel Hasenfleisch haben wir? Ein Sim. Haben das Simme? Kann ich nicht sagen. Jetzt muss ich mir aufpassen, aber wenn er den Hasen da einlegt. Tatsächlich. Alter, wie geil ist das? Alter, wie geil. Das wünsche ich mir bei Arno schon so lang, dass wenn wirklich jemand diese Ressourcen bringt und den Hasen da hinlegt, dass er nicht einfach verschwindet, sondern dass wirklich das Objekt da dort liegt und ich theoretisch die Objekte zählen kann, wie viele Hasenkadaver da liegen. Und jetzt glaubt eine auf und er geht runter. Absolut. Gibt es auf alle Fälle sofort nochmal den Daumen nach oben, eine absolute Empfehlung. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde es wichtiger, gerade bei solchen Spielen. So, wir waren mal wo? Baustellencamp, tu mir schnell das Baustellencamp. Rotzen wir das Baustellencamp, wie groß ist denn das? Ja, Alter, was ist denn das? Ein Flügel? Nein, sag's nicht. Nein, sag's nicht. Das bauen wir da her. Da, haben wir. Baustellencamp und Holzfällerhütten haben im Bau. Wachturm. Einen zweiten Wachturm, den stellen wir auf der anderen Seite noch mal. Den erledigen wir auch noch kurz, das geht so schnell, haben wir schon gehabt. Wo war denn der Wachturm drin? Da war er drin. Wachturm, den stellen wir auch wieder da zu ihm dazu. Vielleicht weiter ins Land. Ja. Ist die Frage, sollen wir den vielleicht da aufbauen? Ans Grenzgebiet eigentlich besser hinbauen. Ja, bauen wir da hin. Passt. Das muss ja nicht zusammen sein. Der Entdeckerposten muss ja nicht zusammen. Ja, ist aber werden wir herausfinden lernen, der Hardware. So, wir brauchen eine Taverne und Esstisch. Gleich brauchen wir was zum Fressen. Wo ist die Taverne? Gibt Taverne, war da. Können wir schon bauen? Ah ja, jetzt haben wir so lange ausgesessen, dass wir Werksteine haben. Ja, Werksteine produziert unser Steinmetz, glaube ich, oder war das? Ja, wir könnten jetzt, damit es auch schneller geht oder schneller gehen würde, kann man ja sagen, hey, hör mir auf, Bitchen, Grenzsteine zum Bauen und bau nur noch Werksteine. Dann geht das wahrscheinlich ein bisschen schneller, nehme ich an. Und was mir noch so ein bisschen feit ist, was verbraucht was? Also aus einem Stein wird ein Werkstein. Oder wird aus 2 Steinen ein Werkstein. Oder wird aus 5 Steinen ein Grenzstein. Das darf mich noch interessieren. Das steht jetzt da, glaube ich, noch irgendwie nirgends. Meister, das mit den einzelnen Items im Lager war 2001 bei Stronghold schon so. Nein, ich weiß, was du meinst. Nein, war es nicht. Nicht so. Aber ich weiß, was du meinst. Du siehst einheitenmäßig Itemblöcke liegen, aber du kannst nicht abzählen, wie viele Stücke es sind, wenn ich mich richtig erinnere. So, back to Birgers Busenbude. Wir brauchen eine Taverne, Kinder. Eine Taverne. So, aber der hier, die pflanzen wir da hin. Das schaut gut aus. Und links und rechts davon der wir die Ski. Das ist schön. Wunderschön. Oder machen wir eine Straße runter. Ja, da mit der Schiene. Ja, das ist eine gute Idee. Gute Idee. Pass auf. Hingeschissen. Dann kann man nämlich von der Seite reingehen und von oben. Das ist eine gute Idee. Machen wir so. Machen wir so. Ja. Taverne am Meer. Los. Dann machen wir so. Oh, ja. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Easy. Esstisch. Träger setzen sich hier, um Genussmahlzeiten zu essen. Muss nahe einer Taverne platziert sein. Ja. Ah ja, das hat einen Einzugsbereich offensichtlich. Da muss da ein Weg hingehen. Echt, muss da... Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen umbauen. Warte mal. Da machen wir jetzt so. Ah. Und so. Damit wir später da noch mehrere Tisch platzieren können. So. 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 Und so. So.
Taverne aufbauen, schneller! So oder so, Stronghold war sau gut, habe ich ewig gesucht. Ja, aber abgesehen davon, Stronghold war seiner Zeit weit voraus, aber alle Nachfolger von Stronghold waren absolute Scheiße. Und ich werde nie vergessen, wie wir auf LAN-Partys immer gefaulte Kier in die gegnerische Burg eingeschissen haben. Werde ich nie vergessen. Ziehen gebe ich besser wieder einen Euro. Sagt doch dem einer Steinmetz Grenzsteine machen, unter anderem die Werksteine. Ist die Frage, ob es dann, ändert das irgendwas? Ich glaube, dass das dann kupft wie gesprungen ist. Ist er dann wahrscheinlich dasselbe in grün. Freya schreibt, einer meiner All-Time-Favorite, ja, Stronghold geht. Die habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Schon sehr lange nicht mehr. So, wieso bin ich eigentlich heute bloß so halb bei dem Battle? Ich hänge schon wieder drin wie der Quasimodo himself. So, was brauchen wir noch? Noch mehr Steinmetze. Ja, was ist denn mit denen? Ein Sägewerk brauchen wir natürlich noch. Ja, richtig. 3 Holzfällerhütten, dann haben wir noch ein Sägewerk dazu. Das bauen wir zu einer da oben auf. Ja, haben wir schon soweit. Jetzt möchte ich gerne was ändern. Nur jetzt pass auf. Jetzt wird's kreislig. Ich hätte gerne da ein Sägewerk herin. Schauen wir mal, wie es funktioniert mit dem Weg abreißen. Ah ja. So, so. Und dann der mal ein Sägewerk da so her. Das pflanzen wir da so rein. Und dann bauen wir mir den Weg. Also, Kopfleistenkonfiguration. Konfiguration für Kategorie öffnen, alle Auswahl. Achso, das haben wir schon gehabt. Ja. Machen wir so. 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 Ja, und schon wird's wuselig. Wuselig as fuck. Da machen wir jetzt aber auch nicht so, sondern eher so. Und dann so. Okay. Eine Holzwerkstatt braucht man. Was kann eine Holzwerkstatt? Ein neues Gebäude. Meine Damen und Herren, wir haben ein neues Gebäude. Ja, was muss ich machen? Wo? Bausteine, wo ist das? Wo ist denn das drin? Bergbau, Bevölkerung, Nahrung, Verarbeitung. Weberei, Schneiderei, Münzprägerei. Ausrüstung, Gildenhaus, Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt. Eine Holzwerkstatt. Holzarbeiter stellen einfache Waffen und Werkzeuge aus Laubholz und Seil her. Wir haben ja noch nicht einmal eine Seilerei. Das heißt, wir haben 28 Seile, das wird dann wahrscheinlich das nächste sein, aber bauen wir mal eine Holzwerkstatt. Wir dürfen auch langsam anfangen, ein bisschen daher zum expandieren, weil ganz ehrlich, uns geht halt jetzt schon der Platz aus, merke ich gerade. Und könnt ihr einmal den Baum da abholzen, da war ich euch ganz dankbar. Hallo? Hey, Mr. Holzfäller, Hüttensepp, machen wir den Baum weg da. Tu den Baum weg, los. Baum weg, los, machen wir schneller da. Oh, jetzt wuselt's. Schau's da. Man kann die Geschwindigkeit natürlich einen T dran. Aber das ist jetzt ein bisschen eine Themaverfehlung im Stream, sag ich dir, was ist. Der Starshi fragt, kann man den Gebäudebau priorisieren? Also wenn du 3 Sachen gleichzeitig baust, die sich erst auf eins konzentrieren, dass es schneller fertig wird. Guter Punkt. Ich habe leider gerade nicht 3 Sachen im Bau, dass ich nicht schauen kann. Warte mal. Aber ich glaube schon, normale Priorität, dieses Gebäude wird mit gleicher Wichtigkeit behandelt wie alle anderen Gebäude mit normaler Priorität. Klicke, um dieses Gebäude auf hohe Priorität zu setzen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das den Bau davon betrifft, aber wahrscheinlich auch. Wusel, Wusel. Was war das da gerade wieder? Sägewerk. Wie schaut es in der Taverne aus? Warum ist denn da zuerst keiner? Jetzt haben wir so eine schöne Taverne hergebaut. Ich muss übrigens nochmal ganz stark den Artstyle loben. Ganz stark. Jeder einzelne Baumstumpf wird da angezeigt, wenn ich das richtig sehe. Jedes einzelne Bredel wird angezeigt, wenn ich das richtig sehe. Ganz stark. Gibt es eine Fischerei? Herr Karpensteiner, das darf mich fast wundern, wenn nicht. Und wenn nicht, dann darf ich sagen, noch nicht. Aber Nahrung, Windmühle, Bäckerei. Nein, machen wir mal eins nach dem anderen. Steinmetze, jetzt brauchen wir noch mehr einen Steinmetz-Kruzifix. Also die hackeln da oben, ja gut, bauen wir einen Steinmetz hin, ist eh wurscht. Steinbruch. Nein, halt, stopp, nicht einen Steinbruch, einen Steinmetz brauchen wir. Was einen dritten Steinmetz? Kriminal! Ein grüne Hieder. Was der wir da? Was wird sein so hundertprozentig? Die hätten nicht einen da her, dann müssen wir den Weg abreißen, das hilft ja nicht. Weg mit dem Weg. So, dann nehmen wir zuerst einen Sturmmetz, Steinmetz. Machen wir so. Ja, das ist auch, ja, kriegen wir da einen Weg durch. Probieren wir es mal. Nö. Okay. Wieder abreißen, Bau abbrechen.
Da haben wir, bist du sicher, bereits verwendete Materialien gehen verloren. Ah, es sind aber noch keine Materialien herin. Also wir brauchen 6 Holz, da sind jetzt die Menschkerl unterwegs und holen das und legen das da rein. Jetzt reißen wir es einmal ab, weil dann verlieren wir nichts. Dann bauen wir den Weg zuerst. So eng ums Eck, wie es irgendwie geht. Machen wir so. Na, vielleicht können wir auch so, ja, warte mal. Vielleicht können wir auch da den Sturm jetzt einbauen. Macht vielleicht mehr Sinn. Warte mal. Da kann man einfach so machen, weil da kriegen wir nicht rein ums Verrecken. Da kriegen wir da keinen Weg mehr durch. Eventuell müssen wir die Sammlerhütten abreißen. Die ist eigentlich das einzige Problem, aber das ist mir jetzt wurscht. Da haben wir so rundum gewerkt. Eventuell können wir auch eigentlich so machen. Dann geht es wahrscheinlich noch schneller. Jo. Haben wir schon hingepflanzt. Wunderbar. So, Gemüsefarm und Farmland. Marktbrunnen, Marktstände, Gildenhaus, Schneiderei. Ja, wird schon. Was wir jetzt da mit dir, das machen wir. Jetzt sehen wir mal, wir bauen in Zukunft weiter. Ich würde fast vorschlagen, da so hinten. Da wird es so bergig, da gefällt es mir nicht. Sag ich dir, wie es ist. Hier gefällt es mir nicht. Da haben wir noch einiges am Platz. Und irgendwie da so. Da ist schöne breite Fläche. Gehen wir mal da so hinten. Machen wir mal so. Ah. Dann bauen wir. Ein Weg kostet ja nichts, wenn ich das richtig verstanden habe. Einfach einmal da hinten geschissen. So. Sie haben den Baum da auch mittlerweile abgerissen. Einen Fokuspunkt wieder drauf. Damit der Bereich da. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Wo? Ah, da kann man draufklicken und oh, schieben wir da. Oh mein. Oh, das ist schön. Schau, was wir gefunden haben. Im einen hat er sich aber vertan, der Entwickler. Nämlich, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann ist das kein Reh, sondern ein Helch. Oh, da können wir. Oh, oh. Das ist schief, du Zipfel, das sagt ja keiner. Und noch mehr Hasis. Und was hat es noch für Fleisch gegeben? Warte mal. Was haben wir noch gehabt? Wild. Oh ja, Wildsau haben wir noch gar nicht gesehen. Wildsau wo? Wildsau wo? Darüber Reh. Oh, Hirschen, die bedauerlicherweise alle gleich ausschauen. Also es schaut mir an, als wären es lauter Mandal. Oder gibt's weibliche Rehe mit Geweih? Ich bin ein Behinderter. Das ist ja Bambi. Los Bambi sei. Passt schon. Aber Wildsau haben wir noch keine gesehen. Oder irgendjemand da Wildsau irgendwo gesehen? Ich nicht. Wildsau ist unten links im Bild. Wo? Wildsau wo? Weiß nicht, Digi. Oh Gott, ich liebe solche Spiele. Ich kann es dir gar nicht sagen. Da kann ich so viel Zeit verbringen und am Schluss frage ich mich dann immer wieder, was zur Hölle mache ich hier? Keine Ahnung, ist mir scheißegal, ich hatte Spaß. So, wo wollen wir weitermachen? Ah, Farmland aufbauen. Bauen wir doch da unser Farmland auf. Oder bauen wir da, da bauen wir unser Farmland auf. Hat sich schon erledigt. Was ist das? Jagdhütten, ja, das passt. Farmland. Auf zum Farmland. Was haben wir da? Getreidefarm. Farmer pflanzen, gießen und ernten Getreide und Mais auf nahegelegenem Farmland. Weizen wird zur Windmühle, Mais an Marktstände und Flachs zur Weberei geliefert. Das Ding produziert halt schon wieder 3 Sachen. Mais, Flachs und Weizen. Ja gut. It is what it is. Und wie groß sind die... Da brauchst du mal hin, was wir da Platz brauchen. Ein bisschen besoffen. Ja, aber gut, bau einfach rein. Bau rein in die Olga. Rein in die Olga und da haben wir jetzt Farmland. Farmland. Nahe einer Farm platzieren, damit Farmer die Felder bearbeiten. Der Landschaftstyp des Standorts beeinflusst, welche Pflanzen besser oder schlechter gedeihen. Okay, das ist auch cool. Das heißt quasi... Wieso kann ich das Farmland drehen? Muss das an einem Weg dort sein? Ich pflanze jetzt da einfach mal was her. Ist ja wurscht. 3, 4... Muss das an einer Straße dran sein? Seltsame Art und Weise, Sachen zu pflanzen. So wieder wie es ist. Lassen wir es einfach mal so. Planierer auf dem Weg. Ah ja. Terrainart ist auf Gras gebaut, ja. Und es wächst alles. Ah, und da kann man aus. Ah. Grasland, schlecht. Mais, Grasland, schlecht. Flachs, Grasland, schlecht. Kohl,
Auf Grasland schlecht. Kürbisse, Grasland am besten. Okay, also es ist alles beschissen außer Kürbisse. Okay, was sind denn andere Untergrundarten? Ich seh's sonst nicht viel. Machen wir Kürbis alle. Bruder macht Kürbis. Bruder gibt Kürbis. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch für andere... Wird das irgendwo angezeigt vielleicht, was das für Untergrund ist? Ja, man braucht ja gerade mal schauen. Ganz rechts unten ist so ein Standortinfo. Terrainart. Grasland. Ertrag pflanzt Kürbisse am besten, gut, schlecht und sehr schlecht haben die anderen alle. Jetzt fahren wir da mal ein bisschen umeinander, was da so gibt. Kann ich nicht bauen, ist ja klar, ist ja mitten am Berg, du Trottel. Terrainart. Staubig. Ertrag pflanzt, der Pflanz ist der Flachs, glaube ich, gewesen. Was haben wir am Sand hier unten? Was haben wir da? Hier kann nicht gebaut werden. Das ist alles Grasland. Was haben wir da? Da ist staubig alles. Staubig. Da kann man nicht bauen. Kann man auch nicht bauen. Überall in den roten Gebieten werden wir wahrscheinlich nicht bauen können, nehme ich an. Was haben wir da? Oh, moosig. Das ist eine neue Terrainart, da haben wir aber noch lange nicht. Das werden wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr zu Gesicht kriegen. Das ist ein meilenweit da hinten am Arsch der Welt. Und da noch irgendwas. Halt, stopp, da haben wir Musik! Musik! Jetzt haben wir nur ein bisschen ein Problem, wenn wir unser scheiß Ding natürlich daher gebaut haben. Und da keine andere. Was haben wir da? Terrainart fruchtbar. Er pflanzt alles eigentlich. Ja, easy. Hätten wir es einmal dahinter gebaut, mir voll dem. Sollen wir es dahinter bauen? Da verlieren wir sehr viel. Scheiße. Ja, Kacke! Bubatz auf Grasland, gut, ihr Selbstspieler, absolut richtig, aber das war dumm, dass wir es da hinbauen. Sag ich dir, das war absoluter Schwachsinn. Irgendwann, das ist wie ein Anno, du kennst dann eine Felder und da wächst einfach alles. Das hab ich nicht gewusst. Habe ich nicht gewusst, was das da sagt, brich ab den Schund. Brich an den Schund! Und den Schund auch. Ich brauch da kein Mensch, den bauen wir rechts hinter, da können wir mehr anbauen. Da wird alles angebaut, wir bauen an. Angebaut. So, die Frage ist jetzt, wie wir das am geschickten machen. Da ist das Moosklump. Und der wir unsere Farm da so her. Dann können wir da schon mit zwei Sachen richtig gut anbauen. Das klang eigentlich fürs Erste. So, gib Getreidefarm. Machen wir so. Machst du mal so hier. Ja, wunderschön. Da müssen wir noch einen Weg irgendwie verbinden, damit die da nicht da um die ganze Welt laufen müssen, wenn die da was... Jetzt pass auf. Ja, das machen wir jetzt einfach so. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, machen wir mal 8. 8 viel wenig, wir wissen es nicht, wir werden es herausfinden. Da ist Grasland, moosig und da ist fruchtbar. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hoppala. 1, 2, 3. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das da jetzt mehr ausrichte. Das ist eine reine Gewohnheit. Und oben im Moosland machen wir auch noch 1, 2, 3, 4. Wobei da, das heißt wahrscheinlich, was heißt das? Farmland, keine Planierer verfügbar. Ja gut, die kommen dann schon. Hoffe ich. Der Sprengi, absolut richtig. Tutorial sagt, eine Farm und 15 Fahrland wird so passen. Ich denke auch. Also wir haben ja jetzt seit 4, 8, 60 haben wir ein bisschen mehr, wir haben 20, aber das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Chuck Brother, merci für den Zwickel. Ich bewirb mich für die Bäckerei, wenn es dann soweit... Das können wir machen. Küsschen aufs Nüsschen, Chuck Brother, merci dir. Chris, merci für den 5er, die habe ich übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Der Alex, der ist Squad. Wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist Wurst wie dick das Brot ist. Weisheit des Tages, Chris, Ende. Dick mit CK böse. Nein, ist nicht. Ist nicht. Merci dir. Verhindert! Ist schon in der Bibel gestanden. Seid fruchtbar und erwehret euch oder so. Ich habe keine Ahnung, was in der Bibel gestanden ist. Ich hab mir damit meistens... Na, sag's einfach nicht. Amen. Okay. Marktbrunnen, Steinbrüche. Brauchen wir nur einen Steinbruch? Ja, wir haben 3 Steinmetze, brauchen wir 3 Steinbrüche. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Natürlich brauchen wir einen Steinbruch. Herr mit dem Schund, was kostet der eigentlich? Kostet der ein Teil? Kostet bloß Stein und Kalt? Nein, stopp. Nadelholzstämme und da die haben wir zum Saufhören, Brüder. Brüder, die haben wir zum Oh, schau hin. Als hätte ich mal was denkt dabei. Ist schon eingebaut ins Viech. Eine Holzwerkstatt. Wir haben ja immer noch keine Holzwerkstatt. Vielleicht können wir die da hinbauen, wo wir unsere Farm stehen haben gehabt. Die ist dann auch in der Nähe von den
Sägewerke und von den Holzfäller und so weiter. Holzwerkstatt, das war da herin, glaube ich. Nein, da herin. Nein, auch nicht. Da war es irgendwo herin. Waffenschmiede, Werkzeugschmiede, Rüstungsschmiede. Das schaut mir zu abgegrast. Wo ist denn jetzt die geschissene Schneiderei, Münzbrühe, Weberei? Ne? Holzwerkstatt, da ist. Sehe nicht die Pflanze. Ja, das schaut gut, das ist ja riesengroß. Schaut dir mal das Ding an, das ist ein Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hingeschissenes Ding! Du brauchst nochmal so ein Forsthaus bei den anderen Holzfällern unten. Ja, den Eindruck habe ich auch eher nicht bei den unten, sondern eher bei denen da oben. Aber momentan schaut es ja noch gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja klar, dass sich der Wald nach außen ausbreitet, weil die Förster wahrscheinlich da mitten einpflanzen und dann wächst halt das so der Reihe nach und wird nachher dann fertig. Und Holzfäller bauen immer nur die großen Bäume ab, nicht die kleinen. Ich glaube, das passt schon. Momentan bin ich noch zufrieden mit dem Forsthaus. Gemüsefarm ist noch im Bau. Die braucht ja ziemlich viele Ressourcen. 2x10, die haben wir vorher verschissen, aber das ist ja wurscht. So, dabei können wir da mehr auswählen, was wir eigentlich abpflanzen. Jetzt machen wir da einmal, ja, ein Wurz. Oder machen wir da ein Wurz? Machen wir so ein richtig schönes, dickes, ja, das ist gut. So ein richtig schönes, dickes Wurzfeld. Da würde ich mir noch wünschen, dass man das irgendwie markieren kann, damit man das nicht 100.000 Mal machen muss, sondern bloß einmal. Das war ganz cool, dass ich irgendwie, vielleicht geht's ja, aber warte mal, nein. Also man kann nichts markieren. Es war cool, wenn ich Gebäude markieren kann, nicht bloß eins, sondern mehrere, in dem Fall ganz speziell. Oder vielleicht Doppelklick drauf und dann werden alle aneinander grenzenden Farmländer markiert und dann kann ich für alle gleichzeitig eine Gemüseart oder halt, was wir anbauen wollen, auswählen und wählen dann alle gleich aus. Das sind so UI, Quality of Life Geschichten, da stirbt keiner. Mais gut, Flachs schlecht, Kürbisse am besten, Kohl gut. Machen wir da Kürbisse her. Ich glaube, die wachsen also gut wie überall. Das sind die am einfachsten zu bepflanzenden. Und dann haben wir da herum was. Flachs schlecht, Mais sehr schlecht, Kohl am besten. Bauen wir einen Kohl da herum. Jawohl. Machen wir so. Der Doktor hat gerade einen richtig wichtigen Punkt, da hast du absolut recht. Deine anderen beiden Holzfäller hast du noch nicht eingestellt, dass die kleinen Bäume nicht fällen. Das ist allerdings absolut richtig. Zack, zack. Da hast du absolut recht und darum wächst da auch nichts mehr. Aber gut, die wandern eh langsam da auf. Ich hoffe, ja, wir haben halt jetzt da abgeholzt. Jetzt haben wir halt einen Scheiß gemacht. Jetzt haben wir einen Scheiß gemacht, gehen wir da auf, wird schon passen. Und die Hütten geht eh da oben. Das passt auch. Ja, dumm. Schöner Hinweis, schön aufpasst, Herr Doktor. Du baust eine Getreidefarm, nicht eine Gemüsefarm. Du brauchst aber eine Gemüsefarm. Moment mal, gibt es da einen Unterschied? You fucking serious? Das ist eine Getreidefarm. Und wir brauchen eine Gemüsefarm. Ja gut, dann bauen wir die halt daneben hin. Ah! Kann man den Baum nicht? Kann man den Baum? Oh, lösch den Baum. Warte mal, machen wir so. Jetzt mal den Baum weg, ich mag da eine Gemüsefarm bauen. Ich mag noch mal alles neu machen. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Wo? Alter, wo haben wir da überhaupt? Ach, Moment mal, müssen wir uns ein bisschen drehen, damit wir uns wieder auskennen. Da ist unser zweiter Entdeckerposten und da hinten haben wir was zum Sammeln gefunden. Ja, ist gut. So, kann jetzt der Holzfäller Sepp mal schnell da oben gehen und den Baum da umhauen? War auch noch ein cooles Feature, wenn man Baum einzeln markieren könnte. Bitte abhackeln mit Prio 1 und dann geht die nächstverfügbare am nächsten Holzfällerhütten hin und hackelt den einen Baum um. Nix, absolut gar nix geht über SimCity 2000. Pela, da bin ich auf deiner da. Das einzige Aufbauspiel, das über alles geht, ist Anno 1800. Sag ich dir, das ist ein absoluter Milestone im Aufbaustrategie-Genre, wenn du mich fragst, oder im Wusel-Aufbaustrategie. Und Transport FIFA 2. Kannst du ja als Feedback abgeben. Freya, werde ich. Sag ich dir, was ist? Geht das über Steam? Meinst du, ob die Bewertungen lesen? Das sind halt jetzt zwei so Kleinigkeiten, dass wenn ich noch länger spiele, fallen mir 5000 Sachen auf wahrscheinlich, wo ich gute Ideen hätte vielleicht. Mit Sicherheit, aber da bin ich halt auch nicht der Einzige. Von hinten jetzt wieder ein Zwickel. Andere Begriff für Ministranten. Kardinalschnitte. Baum ist noch nicht ausgewachsen.
Anonymmuster, guter Punkt. Dann machen wir es jetzt so, die dürfen wieder alles abhacken und fangen ein bisschen genau da an. Fokuspunkt, los. Schau, können wir auch mal direkt probieren, ob es auch wirklich funktioniert. Jetzt ist die Frage, ist er ein Ja, er ist ein Holzfäller. Er kann was heimbringen und jetzt ist die Frage, wo er hingeht. Schauen wir mal zu. Kameraverfolgungsmodus war cool. Wenn man sich schon so viel Mühe gibt, dass er jede einzelne kleine Figur da animiert ist und so. Ich weiß nicht, wo er hingeht, aber er geht nicht da, wo ich es ihm befohlen habe. So, dann machen wir mit denen genau dasselbe, weil das jetzt schneller gehen muss. Ich mag nicht ewig warten da. Machen wir so. Der geht auch irgendwo anders hin. Aber wahrscheinlich hat er die Entscheidung, wo er hingeht, schon getroffen, bevor ich den Fokuspunkt gesetzt habe. Das ist ja ganz normal. Da bin ich am Spiel jetzt nicht recht best drüber. Was ich interessant finde, ist, dass da wächst der Mais schon fruchtbar gut, Wachstum 39%, benötigt Wasser. Und dann kann man mal da noch einen Weg durchzaubern, damit die da nicht so weit gehen müssen. Jetzt warte mal. Dann gehen wir jetzt da mal vorbei so. Ja. Ja. Oh ja. Das ist auch eine schöne Wegfindung, finde ich, die sich automatisch anpasst zum Teil. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Das ist ganz ehrlich, das Spiel fühlt sich fertig an. Im ersten Moment fühlt es sich fertig an. Es hat jetzt Schönheitsfehler. Wer weiß, was da noch alles kommt. Da habe ich einmal die Roadmap gelesen. 5 Noob-Sekunden, was ist eine Roadmap? Muss ja auch nicht jeder wissen. Und zwar geben Entwickler bei sich eine Geschichten gern preis, was so die nächsten Schritte in der Entwicklung sind. Eine Roadmap halt einfach. Der Entwicklungsweg, wenn man so will. Und dann sagen die, sie arbeiten gerade da dran, das kommt mit dem nächsten Patch, das kommt in 3 Monaten, in den nächsten 6 Monaten kommt dann das. Wir haben in Planung ein dynamisches Wettersystem, wenn es nicht schon gibt, keine Ahnung. Und. Straßenatlas heißt das. Ja, okay. Sprengen, ich bin schon steil. Chris, merci dir. Tut mir leid, ich kann nicht bei Gott schwören, weil ich an diesen Unsinn nun einmal nicht glaube. Freilich bin ich noch da. Nächste Rezession. Wo? Chris, merci dir. Tut mir leid, da kann ich keine Blödsinnsrezession abgeben, sondern das ist ein stabiles Spiel. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht lange im Spiel. Schau auf die Uhr, es ist halb 10. Spricht immer absolute Bände, wenn ich nicht weiß, wie spät das ist und davor ausgehe, es ist so 9:15, 9. Schau auf die Uhr und es ist halt einfach halb 10. Das spricht immer Bände für Spiele und ich weiß, dass sie gut sind. Das kann richtig was werden, das schmecke ich bis daher. Ich schmeck's bis daher. Eine Roadmap ist das, was der Scam Before nicht gehabt hat, richtig. Aber sie haben ja da 5 Jahre lang Blut, Schweiß und Tränen hineinentwickelt. Da muss denen verzeihen, dass es keine Roadmap nicht gegeben hat. Die haben jetzt einmal Pause machen müssen. Ne? So. Storchi schreibt, gibt es auch sowas wie Pioniere, die der Gebiet erweitern oder können die bloß die Wachtürme oder Beobachtungshansel? Bei Sila 3 hast du eben solche, die das können. Hab noch keine steuerbare Leute gesehen. Stimmt, ich auch nicht. Wir haben es aber auch noch nicht so wirklich probiert. Jetzt warte mal. Genau, das sind Minenarbeiter, die gingen, wo zur Hölle gingen die hier, die behindert? Jetzt so klar auf die anderen Seiten von der Map, hat sie besoffen. Was ist mit euch? Warte mal. Nehmen wir einen Fokuspunkt, dann nehmen wir den und den. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, außer es kann immer nur ein Arbeiter an einem so einem Store arbeiten. Das war natürlich ein bisschen dumm, aber wieso rennen die dann da komplett außen rundum? Die sind so, ach halt, stopp. Das sind gar keine Minenarbeiter, die da hinten laufen. Doch sind schon. Die holen irgendwo da hinten einen Store. Da arbeiten 2 gleichzeitig an einem Stab. Wieso kommen die von da hinten? Verstehe ich nicht. Und das sind ja Wachen, die kann man nicht steuern. Nein, die kann man nicht steuern. Und die Wachen, die legen diese Grenzsteine automatisch. Also dein Grenzgebiet weitet sich automatisch, habe ich so das Gefühl. Und das also irgendwie gefühlt bis in die Unendlichkeit. Weil schau mal hin, wie weit das die Grenze weg ist von da, wo wir gebaut haben. Du kriegst einen Vogel. Weil das Kalkstein ist, das kann natürlich sein, dass es eine andere Ressource ist. Absolut richtig, Herr Playlex, da haben Sie schön aufgepasst. Und ich frage mich die ganze Zeit schon so, warum ist der Stein heller als der? Abgesehen davon ist das auch nicht einfach nur Stein, sondern Kupfer, merke ich gerade. Und das ist Kalkstein. Und das da hinten ist Kohle. Und das sind aber verschiedene. Das kann man noch ein bisschen merklicher kennzeichnen. Finde ich. Optisch einfach. Wenn ich hinschaue und wenn ich es einmal weiß, ja, aber sofort habe ich es nicht gesehen.
Da ist auch Kohle, Kupfer. Da ist auch das ist auch gar nicht alles Stein, das ist auch viel Kohlezeug da. Ja, und der Stein ist sowieso bald aus. Was der man, wenn wir keinen Stein mehr haben? Also da ist lang hin, dass wir keinen Stein mehr haben, aber es ist theoretisch möglich. Theoretisch. Wärst aber lang einspannen müssen. So, kommt jetzt da bald einmal ein Holzfäller und hacket den geschissenen Baum da um, oder was ist denn mit euch? Holzfällerhütte, was ist mit denen? Wir haben ja wahrscheinlich kein Lager mehr für Nadelholzstämme, deswegen arbeiten sie nichts mehr. Wo? Lager bauen, wo? Lagerung. Lager deinen überschüssigen Warentyp ein, sobald Warenausgangslager voll sind oder lager deinen individuell ausgewählten Lager. Hab Platz für 4. Ja, Lagertyp, los! Los! Was der wir da lange umeinander pimmeln? Ist ja klar, dass du mal da gleich mal ein sauberes Holzlager hinzimmern. Was haben wir da? Eine Schatzkammer, ein Handelslager, Unterkunft von Handelnden und ein Handelsposten. Das sind wieder andere Sachen. Oh, was ist da passiert? Ist da was zusammengefault oder was? Ist da kaputt? Gepflanzt, Weizen verwelkt. Warum? Was ist mit denen? Tut den Wurz anbauen? Na, wieso ist der verwelkt? Wieso? Noch nicht erntereif. Wieso verwelken die alle? Ach scheiße, weil sie Wasser brauchen. Dann werden wir wohl oder übel den Brunnen weiter dahinter bauen müssen. Sag ich dir, wie es ist. Dann brauchen wir einen zweiten Brunnen, Kinder. Wo ist der Brunnen? Wo ist der Brunnen? Da ist der Brunnen. Und dann stellen wir mit dem Brunnen. Haben wir wieder so kreislich gemacht, dass man da nicht dazwischen einstellen können. Dann müssen wir es so machen. Weg mit dem Kohl. Raus mit dem Kohl. Brunnen. Hingeschissen. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass da auch dann das Wasser kalt wird. Und dann nehmen wir wieder ein Farmland. Das pflanzen wir da hin. Da haben wir was gepflanzt gehabt. Da haben wir das gepflanzt. Jawohl. Und dann schaut das wieder gut aus. Und da müssen wir unsere Gemüsefarm herpflanzen. Brunnen wo? Pflanzen so Wasser wo? Da! Der war fertig schon hin. Noch nicht erntereif. Wachstum 99%. Ah, da schon hin. Sie wurzen schon. Ja, ein bisschen am Wurz haben wir schon. Dann können wir da hier hinten auch unsere Bäckerei herbauen und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Lager funktioniert. Ist das fertig? Jawohl. Kategorie. Art. Kategorie. Holz. Und Nadelholzstämme. Alles. Alles aus der Kategorie Holz kann man da drin lagern. Warum bringt er jetzt Stoff? Achso, und er nimmt es wieder. Ah, vielleicht haben das eigentlich. Jetzt, Moment mal. Vielleicht haben. Wieso? Und er tragt es jetzt da in den Säcke ein. Was ist mit dir? Ach, das Ding ist noch nicht mehr fertig gebaut. Geh, Birger, halt doch dein Maul. Ah, ich hab's gerade gespannt, springe. Ist ja noch nicht fertig gebaut. Ich will nur starten. So, jetzt mal so macht, was jetzt meine große Theorie dahinter war. Und zwar haben wir natürlich einmal das Lager, wenn voll ist, ja, der Holzfäller Sepp, der ist voll, keiner von den Produktionsgebäuden braucht Baumstämme oder irgendwas, dann trunkst du das ins Schiff. Im Schiff schaut mich so, als da maximal 100 Stück einpassen. Und dann, wenn wir gar keinen Platz mehr haben, dann produzieren die einfach nicht mehr. Und wenn es dann jemand braucht, in dem Fall, wir bauen da, was weiß ich, irgendein Gebäude am Arsch der Welt, dann laufen die von der Stelle bis zum Schiff, holen die zum nächsten Gebäude halt, was eventuell entweder die Holzfällerhütten ist oder das Schiff, und dann den ganzen Weg wieder zurück zu der Stelle, wo wir bauen. Und wenn wir mir später irgendwann einmal da bauen, dann dauert das. Und darum, glaube ich, kann man vielleicht sicher eine. Schau hin. Sie tragen schon eine, wie die Behinderten. Kann man sich einen speziellen, einzelnen kleinen Lager machen, auf halbem Weg, wo sie dann die Bauarbeiter das Zeug rausholen, bevor sie über die ganze Map laufen. Schau dir mal so. Du gehst zu wie am Starkhaus. Hi. Jetzt laden die alle eine Segelhütten aus. Da können wir sowieso gleich noch ein zweites bauen. Das sage ich dir gleich schon, wie es ist. Machen wir gleich mal so. Und ein drittes bauen wir auch noch hin. Weil kosten tut's nichts. Und mehr Lagerpuffer, desto gut. Hauptsache es wuselt schön.
Ich glaube, Schiff lagert nur aus und nicht ein. Das kann ich mir fast nicht vor. Ja, gut, wir haben ziemlich früh die Holzfällerhütten gebaut. Ja, gut. Ist ja nirgendwo beschrieben. Schauen wir mal, ob da irgendjemand was eindruckt. Also bis jetzt sehe ich bloß Leute rausgehen, das ist der Baustellenträger. Und wenn jemand zurück ausgeht, dann sehe ich dann nichts. Dass jemand was in der Hand hätte. Naja, gut. Ist ja auch okay. So, kann jetzt die Holzfällerhütten wieder zum Hackeln anfangen und mit der Hunden herunter den Scheißbaum. Das ist was. Ich möchte gerne einzelne Baum markieren können. Hey, mach das Ding weg. Und dann lassen meinetwegen sogar die Baumhackler, die gerade unterwegs sind und gerade an einen Baum hauen, mindestens einer das Zeug liegen und steht, geht da hin und haut den Baum um. Das kostet mir jetzt Zeit ohne Ende und ich mag halt meine Gemüsefarm nun mal jetzt da hinbauen und nicht woanders. Okay? So. Außerdem gehört da ein Wort hin und nicht komischer Flachsscheiß. Und da gehört auch ein Wort hin und da gehört auch ein Wort hin. So, da haben wir Kürbissen, da haben wir Wurz, da haben wir Kohl. Passt schon. Da, das was der Bautau schreibt übrigens einmal. Erst einmal was mich gerade völlig fasziniert ist, es waren vorher fast 1200 Leute im Stream. Erst einmal habe ich die Ehre an alle, vielleicht auch ein Spezial habe ich die Ehre an alle, die mich nicht kennen. Who knows? Ich meine, es ist doch ein neues Spiel und neue Spiele, wenn gesucht werden, dann kann es natürlich einmal passieren, dass neue Zuschauer da sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, mein Name ist der Birger und normalerweise spreche ich nicht so. Also holst du dumme Fotzen und lasst ein Abo und ein Like da. Ja, aber Birger! Ich habe kein Wort verstanden, ich gehe wieder. Dann holst du mal. Das meine ich nicht. Verstehen Sie? Aber liken kann's schon. Da rechts, da von hinten rechts, ihr könnt's mal auf den Like-Button drücken. Danke. Kuss auf die Nuss. Tschüss dann. So, kommt jetzt da bald einmal der Holzhackler und sagt, Grüß in Allfeier. Ich hackel den Baum, dass du sagst, leck mir Arsch, der den Baum kackelt. Unser zweites Lager ist voll. Das ist gut. Weißt du was, das lassen wir jetzt einfach mal undefiniert, was wir da lagern. Sollen sie einlagern, was sie wollen, ist mir wurscht. Der Baum ist noch nicht ausgewachsen, richtig, weiß ich. Ich habe bei den 2 Holzfällerhütten, wo ich den Fokuspunkt auf den Baum gesetzt habe, habe ich aber schon gesagt, es fällt alle Bäume, also nicht nur die ausgewachsenen. Diesen beiden, beide sogar. Und ich weiß nicht, wo die umeinander laufen. Da hat ein Werkzeug, eine Axt. Kann man die einzelnen, da sind ja 3 von 3 Holzfäller drin. Kann ich da irgendwie klicken, dass ich sehe, wo die zugehörigen Holzfäller sind? Oh, 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 oh! Heiliges Kanonenrohr! Was hast du für rote Nasen beieinander? Du hast es wieder in der Taverne gut gelassen. Ha? Weg jetzt mit dem Schund! Er braucht 3 Schläge, der ist mächtig. Da legen wir uns lieber nicht an mit dem. Da geht der Albino-Sepp vorbei. Okay. Ach, der muss da auf der Stelle auch nochmal anhaken. Okay, was passiert denn jetzt, wenn ich da einfach drauf Laubholzstamm, Feuerholz? Okay. Also pass auf, jetzt brauchen wir Gemüsefarm. Gemüsefarm wo? Ich muss wieder so ein Proviant machen. Nein, das ist nicht. Getreidefarm, Gemüsefarm! Jawohl! Hingeschissen! Passt schon. Haben wir die jetzt? Jetzt ist die Frage, ob die Ressourcen, auf die wir da drauf brauchen, haben die jetzt weg? Da ist ja noch ein Baumstamm gelegen. Haben die jetzt weg? Weiß ich nicht. Anscheinend schon. Aber gut. Der Basti schreibt, über 1000 Zuschauer und keine 500 Likes. Basti, das verstehe ich auch nicht. Da sitzen jetzt seit 1100 Leute drin und wir haben nur 500, das verstehen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Verstehen? Na. Birger, ist nicht neben dem Fokuspunkt der Knopf für eine Zielauswahl? Meinst du, bei so 8, das da? Ja, das ist der Fokuspunkt. Das ist die Zielauswahl, da so, ist Fokuspunkt setzen. Den ich jetzt sowieso wieder umsetzen muss, weil sonst hackeln wir die an der falschen Stelle. Ich sage, nein, den, pass auf, das ist die unterne, soll ich da herinhackeln, jawohl. Und die sollen da herumhackeln, hauptsächlich, und dann passt es. Schau mal hin, wie es da vor dem Lager zugeht. Kriminalfeier, da braucht man einen Kreisverkehr. Sie lagern aber alle automatisches Holz ein.
Also wir haben einen totalen Holzoverflow. Ich weiß gar nicht, wo wir das weiterwerken sollen. Was macht denn eigentlich die Holzwerkstatt? Da schau mal hin. Die ist ja auch neu. Holzwerkstatt. Ich habe es schon mal vorgelesen, aber ich lese es nochmal vor. Holzarbeiter stellen einfache Waffen und Werkzeuge aus Laubholz und Seilen her. Das heißt, wir können, und die muss man... Ah ja. Wir haben eine Holzsperre, Fackeln, Holzschilde und hölzerne Zahnräder, für was man auch immer die braucht, keine Ahnung. Und Jagdbögen, aber da brauchen wir Seile dazu. Und dass wir mal einen, wie soll ich sagen, einen Verbrauch haben von den Holzbriedel, kann man eigentlich einmal, weiß ich nicht, baust halt einmal 10 Speere und 10 Fackeln. Weil mir anwacht, Fackel, Speere, bauen wir einfach mal. Ist ja wurscht. Ha? Der Basti sagt, direkt 100 Likes mehr geht doch. Wir abgrundtief muss ich euch beleidigen, dass der Letzte jetzt sich mal bequemt, dass er auf den scheiß Like-Button drückt. Ist es 2 verlangt? Hä? Ist es so ein Klick, Alter? Tu es. Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht schlabbern, okay? Likes betteln ist wirklich das Erbärmlichste auf der ganzen Welt. Stark. Der Samsa schreibt, Servus Bürger, ich hab brav auf den Daumen gedrückt, jetzt habe ich aber eine Frage. Hast du auch noch schon mal im Stream gespielt? Haben wir schon mal auch noch im Stream gespielt? Ich glaube nicht. Hat auch einen Grund, weil auch noch einfach zu groß ist. Da haben 10 Stunden auch noch. Was sind 10 Stunden auch noch? Fucking nothing. Aber wir kriegen nächstes Jahr ziemlich schnell ein Problem mit Spielen. Sag ich dir, was ist. Ich habe schon einen ganz großen Plan. Oh, Roman, du sollst nicht auf Mitglied werden drücken, du sollst auf den Like-Button drücken. Like-Button, nö. Roman, merci wieder Mitgliedschaft, welcome to the squad. Die Kampftante sagt chill. Was chill? Du hast keine Zeit zum Chillen. Baum umstellen, Bürger. Oh! Sehr gut aufpasst. Richtig, nur die Großen. Richtig, schön gesehen. Wunderbar. Habe ich da einen Hund gesehen? Nein, das war ein Hase. Boah, das hat jetzt kurz vor der Weiden so ausgeschaut, so wie ein Schäferhund ausgeschaut. Nein. Okay, unsere Gemüsefarm wird langsam fertig. Sieht gut aus. Warum ist denn da immer noch Flachs? Da habe ich doch Wurz eingestellt. Ich verstehe es. Was haben wir da? Farmland? Kürbissen. Kürbissen wachsen da nicht und da wächst auch kein Kohl. Aber da wird sich wahrscheinlich die Gemüsefarm drum kümmern müssen. Gemüsefarm ist jetzt fertig. Die machen natürlich beides, Gemüse und das hier. Wunderbar. Ja, haben wir schon durch. Wunderbar. Baue Farmland. Also brauchen wir nur mit 10. Ja, sicherlich, dann bauen wir nur mit 10. Jetzt pass auf. Was brauchen wir? Dieses Wort. Eigentlich müsste da noch Wort her und dann müsste da ein Haufen anderes zeigen. Jetzt machen wir so. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Wieso kann ich da nicht hinbauen? Ja, dann baue ich durch. Dann haben wir noch 10 dazu gebaut. Ja, passt. Und da machen wir Gemüse und da machen wir noch ein Wurz draus. Das sagt der, was ist. Machen Wurz, jawohl. Wurz, jawohl. Wurz, jawohl. Wurz, jawohl. Dann haben wir da auch überall einen Wurz und da machen wir jetzt ganz gezielt die Gemüsesorten. Also wirklich Kürbis und Kohl und beides wächst da sehr. Was haben wir jetzt da? Wieso wird man jetzt da kein markierter Rand nicht angezeigt? Ach, weil es noch nicht baut ist. Oder? Ja. Warten wir mal bis baut ist. Ja, wobei müssen wir nicht warten bis baut ist. Das kriegen wir so auch hin. Solange da noch kein Planierer nicht da war, der die Fläche, die Farmlandfläche da halt herrichtet, ist keine weiße Umrandung nicht dort, wenn du das markiert hast. Aber gut. Da haben wir einen Kohl hin. Den Helmut. Mach mir den Helmut auf dem Feld. Bega, mir jetzt wieder ein Resub. Ganz leichte Landi-Vibes hier heute. Ganz leicht. Was ist denn jetzt? Ist das euer Ernst, Leute? Ich sag einmal im Stream, ihr sollt nicht auf Mitglied werden drücken, sondern auf den Like-Button. Und es gingen instant 3 Leute her und machen eine neue Mitgliedschaft. Das ist sehr ernst. Moment. Memo an mich. Alle 30 Minuten in Zukunft sagen,
Wehe, du wirst Mitglied, du Mongo. Druck lieber auf den Like-Button, du Spacken. So, das ist fürs nächste Mal dann. Flo und Internet! Welcome to the Squad, kriegst die Privattröte. Und der Berger, mir ist wieder ein Resub und da von hinten, wie finden wir den Nachschau-Squad eigentlich? Von hinten. Mittlerweile eigentlich ganz easy, weil man meine Streams mittlerweile in der Suche findet. Aber erst seit Anfang... Wann haben wir das angefangen? Im Oktober, glaube ich. Anfang Oktober diesen Jahres haben wir das erst angefangen, dass ich meine Streams nicht auf nicht gelistet stelle, sondern auf online. Damit findest du die Streams in der Suche, wenn du nach Birger Pioneers of Pagonia suchst. Oder Birger Horror Oktober oder sonst irgendwas. Vorher taten wir das nicht, weil ich immer Angst davor gehabt habe, ja, da hauen Abos ab und so weiter. Und es ist auch so. Also wir haben den ganzen November, glaube ich, minus 150 Abonnenten. Das ist das erste Mal in diesem Kanal seit 7 Jahren. War mir klar. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ist mir scheißegal. Das sind Leute, die haben mich wegen Videos von vor 5 Jahren abonniert. Das ist mir scheißegal. Mein Content ist nun mal jetzt dieser hier. Jetzt kommt der Timo noch dazu, der... Wie haben wir letztes Mal gesagt? Mit der Tröte sanft den Anus umkreisen. An den Timo und an den Flo. Und das gut geil, merci dir. Merci Birger für die abendliche Unterhaltung. Du versierst an jeden Abend, merci dafür. Ich finde die ruhigen Gespräche, wo es gespeist am besten. Und zwecks dir, Penner, her, ich seid sondern nur noch das Lied vom Alligator. Ja, habe ja ganz ein schlechtes Gewissen, habe ich da. So, das erste Mal in diesem Kardinal. Was? Weißt du gerade beim Lesen bist? Madonna hast du übersehen. Na, Fox McCloud, why? Habe ich tatsächlich. Merci dir. Roadmap. Achtung, ist das wahrscheinlich die Roadmap zu Pioneers of Pagonia. Roadmap geplant für erstes Quartal 2024. Das ist Januar bis März. Entschuldigung, sind unter anderem der Shared Co-op-Modus, super geil, erweiterte Produktionsstatistiken, ja, geht mir ein bisschen ab, habe ich vorher schon gesagt, ja, wie viel Stoff verbraucht jetzt der? 2 für einen Werkstein oder 1:1 oder wie auch immer. Untertagebergbau sowie die Fischerhütte. Auf den Untertagebergbau bin ich gespannt. Da könnte man, so das immer. Da könnte man wirklich Eingänge entweder völlig dynamisch irgendwo um den Berg rundum reinbohren, keine Ahnung, oder es sind vorgegebene Plätze, zum Beispiel da, plupp, da kannst du ein Loch einbauen und dann kannst du die Map umschalten. Also dann kommt dann einfach eine andere Map, das ist meinetwegen sogar mit Loading Screen oder mit einem ganz kurzen, und dann hast du unter Tage dein eigenes Gameplay für den Bergbau. Der einfach ein bisschen anders funktioniert als gerade ein Haus hinbauen und fertig, sondern wo du vielleicht ein bisschen detaillierter planen musst und so, wo du welchen Arbeiter hinschickst und so. Es war super geil. Super awesome. Der Jodelmax schreibt wieder etwas Trauriges, aber jetzt muss ich es vorlesen, ich habe es vorher schon gelesen. Trauriger Abend heute, mein Opa ist vorher gestorben, ist der Jodelmax, mein Beileid. Langsam dürfen die schlechten Nachrichten mehr aufhören, das war eine richtig cremige Sache. Mein herzliches Beileid, Alter. McGoldie ebenfalls. Na, der Timo hat ja bloß subscribed, das ist ja langweilig. Und der Internet sei übrigens auch. Wir werden schon wieder Abos angezeigt da. Weg mit dem Schund. Weg damit. Der McGoldie ist ein neues Mitglied. Und der Flo und der Roman. Bussi aufs Nussi. So. Smikey, ist ja gut jetzt mit, müssen wir jetzt während dem Spiel auch noch umeinander donaten, wie die geistig Behinderten. Was ist denn mit euch? Chris L., Zitate raten. Ich fahre kein Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gern fahre. Abgesehen ich brauche gar nicht weiterlesen. Abgesehen davon fahre ich gar kein Motorrad. Ich weiß nicht, hat derjenige, der das gesagt hat, 250 Kilo und Adipositas im Bein? Weiß nicht. So. Smikey, merci für den Zwickel, servus Birger. Ganz ehrlich, meine Frau und ich schauen das sicher schon seit einer deiner ersten How-To-Videos zu, egal was du spielst. Oder wir scheiße dir nicht mit Geld zu. Machen die anderen nicht. Darum haben wir da immer wieder mal ein paar Euro. Daher schöne Weihnachten. Smikey, ich kenne deinen Namen, du bist nicht das erste Mal,
Dankeschön, Gruß an die Frau. So, und jetzt ist er Ruhe. Jetzt müssen die mal, ich hab nichts zum Trinken da. Kruzifix, ich muss schon die ganze Zeit umeinander koppen, wie ein Behinderter. Jetzt tun wir noch irgendwas. So schaut's aus, nicht da umeinander pimmeln. So der Krampf. Was kann man noch bauen, was wir noch nicht haben? Steinmühle. Was macht eine Steinmühle? Schau mal, was eine Steinmühle macht. Das ist das Ding, oder? Nein, das ist das Ding. Steinmühle. Steinmühlenarbeiter machen aus Kalkstein Zement, der als Baumaterial verwendet wird. Wo ist denn der Zement? Wahrscheinlich auch unter Bergbau, oder? Was haben wir da? Kalkstein und Zement. Nur das lassen wir alles einblenden. Da lassen wir alles einblenden, was wir haben, was wir brauchen. Die Steinmühle, die muss ja in unser Steinabbaugebiet hindrehen. Kriegen wir die da irgendwie her, dass wir da noch einen Weg vorbeikriegen? Das war natürlich geschmeidig. Jetzt warte mal. Mal Wegerl. Das machen wir. Ja, das müssen wir so knapp da vorbeiführen, wie es noch gerade irgendwie geht, damit wir später irgendwann da doch noch hinterbauen können. So. Ja, da ist jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. So. 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 Mal ein bisschen weiter hinten davon, damit wir mal was sehen. Und dann einfach da so her. Ja, passt. So, und kriegen wir da jetzt die Steinding noch hin? Ja! Sehr gut, die bauen wir auch noch da her. Ich nehme mal an, das Ding braucht Kalkstein, oder? Hier ist die Frage, ob man einen Weg aufführen oder oh, ja, machen wir mal so. Das passt jetzt schon so. Aber das da reißen wir noch mal ab. Ja, und das glaube ich, können wir direkt gerade einfach also durchziehen. Wunderbar. Dann bauen wir das Ding da noch her. Das Teil braucht hölzerne Zahnräder. Jetzt haben wir beieinander. Das können wir ausschalten. Wir haben ein paar Speere und ein paar Fackeln. Wir brauchen bau einmal 20 Holzzahnräder. Ja, und da haben wir ein schönes Beispiel für so mehrteilige Produktionsketten. Du brauchst erst das eine Gebäude, dann geht das andere, dann kommst du da weiter, dann kommst du da weiter. Und wir haben auch noch nicht ansatzweise alle Gebäude da. Es gibt nur Schmelzhütten, Silbertagebau, Eisentagebau, Kohletagebau. Gut, wir haben die Ressourcen schon gesehen. Egal. Dann haben wir noch eine Weberei, wir haben eine Schneiderei, wir haben eine Münzprägerei. Was macht zum Beispiel die Münzprägerei? Das hat mich schon lange interessiert. Münzen, die hier hergestellt werden, können in der Schatzkammer gelagert oder für den Handel eingesetzt werden. Das heißt, du kannst dann deine Münzen gegen Sachen tauschen, die du wahrscheinlich instant brauchst. Zum Beispiel, scheiße, ich habe keine Holzzahnradl. Das dauert mir jetzt zu lang. Kaufe ich für 5 Gold, kaufe ich 20 Holzzahnradl. Los geht's. Irgendwie so. Schluss jetzt! Herr Bowser! Weihnachtsgeschenke für eine Haustiere. Kauft euch was Schönes zum Essen. Ich sag das, was es ist, werde ich machen. Der Gnädel kriegt ein paar Wiener und die Emma, die mag, ja, bei der Emma ist immer schwierig. Die Emma, die kriegt ein Bagel Weißwurst. So. Und beim Hund darf es ein Bagel Weißwurst sein. Okay? Wenn wir da jetzt lang kommen, kaufen wir frische vom Metzger, halt dein Maul. Okay? Okay? So. Wie schaut's aus mit den Zahnrädern? Wie lange dauert denn da so eins im Durchschnitt? Also, eins ist schon da. Schau, da liegt ja schon eins bereit. Und das liegt sogar tatsächlich dort. Er hat sogar einen Sarg in der Hand. Schau dir das an. Er hat sein. Also, jetzt mal, das ist seine Hand, das ist gar nicht seine Hand. Und es muss das schwerste Zahnradl der ganzen Welt sein. Sag ich dir, was es ist. Schau so. Schaut ein bisschen aus wie ein Kuh. Was ist denn hier für ein Kasperl? Der Entdecker. Schickt mir Kasperl zum Entdecken. Was ist denn da los? Der Gnädel schon so rund wie ein Gnädel. Ja, im Winter ist er ein bisschen. Da kriegt er ein wenig einen Speck ab. Herr Colin, übrigens, merkst du dir Schluss mit der Donetterei jetzt. Schluss damit. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Sollen wir noch eine Rezension schreiben? Oder spielen wir noch 5 bis 10 Minuten weiter? Weißt du, was ich euch sage? Für was haben wir das Abstimmungstool? Zack, Umfrage starten. Was der wir? Fragezeichen. Rezension. Weiterspulen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten die Umfrage. Die Umfrage ist nun im Chat. Los. Tommy! Ja, Birger! Was macht eine Steinmühle? Kein Bier nicht, du Vollnoob. Ach so, Just Mercy. Ja, Steinmühle, was weißt du nicht? Die kann ja am Wort hermühlen. Ah, Just Mercy, oder? Tommy, merci dir. Hab ich weiter Pullen geschrieben?
Ist mir wurscht. Was hätte das irgendjemand gelesen von euch? Analphabeten! Gut, sehe ich da schon. 200 Stimmen, 60% sind für Weiterspielen. Wir weiterspielen. So, was brauchen wir noch? Gehen wir strikt nach Anleitung. Steinmühlen brauchen wir sogar 2. Und eine Weberei. Eine Weberei haben wir auch noch keine. Was macht die Weberei? Los geht's. Ein Forsthaus. Wo ist denn die Weberei? Wahrscheinlich beim Verarbeiten. Da war's, Weberei. Verarbeitet Flachs. Stellt her Seil und Stopf. Kriegen wir die da hergeschissen? Nicht wirklich, gell? Kriegen wir die da unten irgendwo hergeschissen? Haben wir die da hergeschissen? Na, da ist wieder Stornerklump. Kriegen wir es da einer geschissen? Na, habe ich schon probiert. Na, dann bauen wir es da oben. So wie es ist. Und bauen wir es da oben. Hilft eh nicht. Ich meine, irgendwo werden wir einen Platz nehmen müssen. Haben wir die Weberei, haben wir am Start eine Militärakademie. Das, glaube ich, könnte vielleicht noch ganz interessant sein. Was so Soldaten kennen. Kann man die einzeln nochmal anschicken, wie in einem RTS? Dass man so Gruppen patrouillieren lässt und dass man die dann wirklich wie in einem Realtime, in einem Echtzeitstrategiespiel rumschicken kann, wie uns selber befehligen kann. Militärakademie, die kostet auch gar nicht so viel und die können wir vielleicht auch dahinter stellen. Weißt du was? Stellen wir unsere Militärakademie, können wir die da einstellen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht, dahinter kann man es stellen, aber das ist ein bisschen gar weit weg. Dann stellen wir halt die Militärakademie direkt da dahinter hin. Machen wir mal so ein Ding so. Das darf mich jetzt noch interessieren, das glaube ich ist vielleicht auch ganz interessant zum Sehen, was das Ding kann. Machen wir so. Eine Militärakademie, was haben wir da noch? Abenteurergilde? Nö. Machen wir so. Dann kann man links und rechts einen Weg weiterbauen, das passt auch. Machen wir so. So, schaut gut aus. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen aussitzen, bis die Dinger aufgebaut sind. Und dabei möchte ich mal darauf hinweisen. Mal. Ja, wir haben noch keine Neugeborenen. Da habe ich mich zu wenig darum gekümmert. Brauerei, wo? Das ist eine gute Frage, ob es eine Brauerei gibt. Ein Bier habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. Aber gibt es mit Sicherheit. Kannst du mal Gift drauf nehmen, dass es in der Taverne irgendwann Bier gibt. 100%ig. Der Binner schreibt, Real-Life-Anmerkung. Herr Birger, Sie trinken unterm Stream zwingen. Schimpft Birgerin wieder. Die schimpft überhaupt nicht. Dafür trinke ich davor ziemlich viel. Wirtschaft, weiße Fahne. Warum? Gute Frage. Wir werden nachgucken. Kann keine Zutaten kaufen, kein Markt in der Nähe. Nächster kleiner Kritikpunkt. Ich glaube, da haben wir schon 25 Mal drüber gescrollt. Die ist mir nicht aufgefallen, die weiße Fahne. Das muss mehr, oder wenn eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Nachrichtenmenü irgendwo war, mit akuten Fehlern, mit weißen Fahnen meinetwegen, da über der Minimap oder irgendwo, da wo ich dann sehe, Fehlermeldung in der Taverne. Kommt mit Sicherheit noch. Was mal? Kein Markt in der Nähe. Wo? Markt? Wo? Markt? Bauen wir einen Markt? Das habt ihr nicht. Vielleicht kriegen wir den da hergeschissen oder was weiß denn nie. Kohletagebau, da wird es nicht drin sein. Wo ist der Markt? Marktstand! Der kann nicht ein Teufel groß sein. Nein, ist er auch nicht. Und genau da stehen wir noch hin. Zacki, zacki. Marktbrunnen. Proviantmann, Wohnort, das haben wir alles. Dann haben wir eigentlich da alles. Was tut denn der Marktstand genau? Schauen wir mal. Marktstand. Träger bringen Zutaten von Jägern und Farmen zu den Marktständen. Köche einer nahegelegenen Taverne sammeln diese Zutaten. Muss in der Nähe eines Marktbrunnens stehen und bietet Platz für bis zu 3 verschiedene Zutaten zu je 10 Stück. Ach, ist das wie so ein kleines Lagerhaus? Das heißt, wir brauchen das Ding da auch noch. Ein Marktbrunnen, den stellen wir aber daneben hin. Ich weiß nicht ganz, wo der Unterschied zwischen einem normalen Brunnen und... Wieso ist da die Herstellung im Gange? Achso, da steht Wasser her, ja gut. Was kann der Marktbrunnen? Lesen wir halt das auch noch. Wo war der drin? Da war er drin. Der Marktbrunnen stellt Trinkwasser für Genussmahlzeiten zur Verfügung. Muss in der Nähe von Marktständen und einer Taverne platziert werden. Okay, na gut, das hätte man vielleicht mal früher lesen sollen. Oder mal früher komplett lesen sollen. Aber wie ihr alle wisst, lasse ich mich gerne mal ablenken. Wo ist das? Was ist. Rote Fahne beim Wachturm. Da ist keine rote Fahne am Wachturm. Eine rote Fahne am Wachturm. Wo? Das ist unser Wachturm. Da ist keine rote Fahne. Wo ist rote Fahne? Da ist auch keine rote Fahne am Wachturm. Winky, wo hast du das gesehen? Da ist er nicht, tatsächlich. Entdeckerposten. Kann kein Personal anstellen, kein Gildenhaus verfügbar.
Ja, was müssen wir Neues bauen? Gildenhaus. Wo ist denn das Gildenhaus, Alter? Handelsposten, Handelslager, Schatzkammer, Lager, Abenteuergilde, Kunstschmiede, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Da wird es dann die etwas stärkeren Waffen geben, also nicht bloß irgendein Holzspeer und so, sondern halt wirklich, steht dort, Bronzeschwert, Eisenlanzen und so weiter, Eisenschilder, Kettenrüstungen. Eine magische Fackel und eine magische Klinge. Gibt's da dann sowas wie Zauberer? Okay, bin schon stark. Werkzeugschmiede, Gildenhaus. Bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Ja, sonst wären wir denen Sprache. Aber wo pflanzt man das hin? Das pflanzt man ins Stadtgebiet. Das pflanzt man an den Rand des Stadtgebietes hin. Und zwar so, da könnt ihr euch ausbilden lassen, das ist mir wurscht. Wird schon passen. Wird schon hinhauen. Der Oger fragt mich, Birger, der Bernhard Meier hat eine komische Frage an die. Was für eine? Genius, merkst du wieder entwickelt, musst du aufs Nussi. Was für. Die sehen nicht. Wo ist der Bernhard Meier? Bernhard Meier, ich lese ihn nicht. Wo? Herr Meier, ich lese Sie nicht. Wo sind Sie? Bei gewissen Karten gibt es auch Kämpfe. Ja, ich kann mich schon, glaube ich, auch noch daran erinnern, dass es Echtzeitstrategie-Ansätze gibt, wo man die rumschicken kann. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Pass auf, Militärakademie. Wir haben 139 Träger. Bildet und stattet militärische Einheiten aus. Rekrutiere Soldaten, rekrutiere Wachen. Ja, aber die Wachen sitzen ja automatisch da in dem Wachturm drin. Mit denen kann ich aber... Oh, mit denen kann ich nichts machen. Und da haben wir Soldaten, fortgeschrittene Soldaten und Veteranensoldaten. Wir sind gerade unsere Sim-Speere unterwegs. Wir brauchen jetzt noch... Was brauchen wir noch? Wir können da noch nichts... Doch, da können wir was ausbilden. Wachen können wir ausbilden mit einem Holzspeer. Aber ich check noch nicht ganz, wie das funktioniert. Was bringt mir das? Auf der Karte bringt es mir wahrscheinlich sowieso gar nichts, weil es keine Gegner gibt, die uns angreifen. Das heißt, jeder Wachturm, jede Militärakademie verbraucht bloß unnötige Ressourcen. Bernhard Meier fragt, kann ich in deinem Shop den coolen Hoodie auch ohne den komischen Aufdruck kaufen? Das ist wirklich eine komische Frage. Es ist berechtigterweise eine komische Frage, aber nein, kannst nicht. Also nein, leider nicht. Also ich dachte, wenn es geht, ich dachte sagen, ja, mach ich da. Keine Ahnung, aber geht halt nicht. Das hat auch noch keiner gefragt. Ich hätte gern den coolen Hoodie, aber ohne dein Logo. Bernhard Meier schreibt, sad face. Was für einen komischen Aufdruck eigentlich. Ich hoffe nicht bloß das eine Motiv. Da gibt es ein neutralere Sachen, wie zum Beispiel ein All-Time-Bestseller wie das Vollbier-Squad-Logo. Es ist okay. Du kaufst einen Mitaufdruck und machst alles falsch, was auf dem Waschetikett steht. Das ist eine gute Idee. Sprengi hat wieder mal eine Lösung parat. Und der erfolgst. Ja, meine Damen und Herren. Ich sag's euch, was ist, ich bin begeistert. Bernie schreibt, fürs Protokoll, das bin nicht ich. Ed Birger, versandkostenfrei geht nicht mehr. Da muss ich selber schon nachschauen. Das ist eine gute Frage, warum nicht? Bei mir steht es schon noch dort. Achtung, tue ich mal was im Warenkorb hinein. Warenkorb. Nö, tatsächlich. Warum geht's nicht mehr? Spreadshirt, ich hasse euch. Warum geht denn das jetzt wieder nicht mehr 2 Stunden, bevor es eigentlich auslaufen soll? Okay, wer nur auf versandkostenfrei, ich kann es nicht versprechen, wer nur auf versandkostenfrei gehofft hätte, ich schreibe der Nudel morgen, das mag ich nicht sagen, die war super nett zu mir. Press F für die liebe Johanna, die mich betreut bei Spreadshirt. Frage nochmal, ob ich nochmal einen Tag kriege. Es ist am 13.12. um 0 Uhr abgelaufen. Das heißt aber bei mir da, komme ich gültig bis zum 13.12.23.59 Uhr. Also soll jetzt eigentlich nur 1,5 oder 2 Stunden gehen.
Ich frage noch mal, ob ich noch mehr einen Tag kriege. Ich kann es aber nicht versprechen. Und ich glaube, es gilt noch, ja, in der Woche, wenn du bestellst, kriegst du es noch vor Weihnachten, ansonsten wird es langsam eng. Jörg! Moin Birger, super Videos, mal weiter so. Jörg, das ist extrem kompakt und sauber zu viel Geld. Küsschen aufs Nüsschen, danke dir. So, Birger sagt, ist ein Bildschirmabdruck im Discord für die. Was? Birger sagt, ist ein Bildschirmabdruck im Discord für die. Ich gucke. Was möchten Sie mir sagen? Anscheinend ist der Code abgelaufen, Gültigkeit 8.12. Einlösen, eingelöst. Warenkorb, Warenkorb. Irgendwas ist kaputt. Ich sag das, es ist, irgendwas ist kaputt. Da überschneiden sie wahrscheinlich gerade 2 Aktionen, bla bla. Da können wir noch im Stream noch drüber schmerzen. Beziehungsweise der ist ja sowieso eigentlich irrzeit. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Fazit. Tut mir leid, war keine Absicht mit den Versandkosten frei. Ich habe mich darauf verlassen, dass das bis heute um 12 Uhr geht, offensichtlich nicht. Ja, it is what it is. Kuss auf die Nuss. Und was mir übrigens auch gerade aufgefallen ist, die Versandkosten sind jetzt bei 6,99 €. Waren das nicht vorgestern noch 5,50 €? Jetzt wird es halt langsam lächerlich, was die Scheiße kostet langsam. Und wer sich jetzt fragt, du Volldepp, da machst du die Preise? Nein, die machen nicht die. Nein. Nee. Meine Damen und Herren, kommen wir gleich noch dazu. Ich mag euch jetzt nicht wieder alle versprengen, was das eben ist. Aber jeder, der sich jetzt, bevor ich mein Fazit zum Spiel abgebe, schleicht, Like nicht vergessen, Kuss auf die Nuss, merci fürs Zuschauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben da ein richtig solides Aufbauspiel vor uns. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe lass mich überlegen, Maurice Weber von der GameStar schon ein bisschen gelauscht und ein bisschen angeschaut, was das Spiel kann. Und der war auch begeistert und ich kann ihm nur zustimmen. Es ist, wie gesagt, natürlich unter dem Deckmantel von, es ist ein Early Access Spiel, es ist noch nicht fertig, die Leute haben eine Roadmap. Es kostet nur 25 €, das ist ein Preis, der ist absolut in Ordnung. Wir haben noch lange nicht alles gesehen, was man im Spiel machen kann. Du kannst da wahrscheinlich die ganze Insel zusiedeln. Der Endlos-Modus ist da. Andere bestimmte Szenarios sind da. Grafik klangt überall hin. Mit sehr viel Liebe gemacht, sehr viel kleine liebe Details. Der Artstyle ist cool. Gut, muss man mengen, ist mir klar, dass man den Comic-Artstyle, der hat jetzt mit Anno 1800 zum Beispiel nichts zum tun. Aber nein, das sind nicht 2 verschiedene Welten. Es spielt sich gut, ich habe keine groben Bugs nicht gesehen. Die Wegfindungen funktionieren, das mit den Wegen funktioniert. It just works. Da weiß ich nicht, was ich recht viel mehr sagen soll. Außer, was für mich das größte Highlight ist, ich sehe da jeden einzelnen Schwammerl drin liegen. Ich sehe jede einzelne Bärle-Ressource drin liegen. Es wuselt schön umeinander. Der Soundtrack ist nett. Wo man ein bisschen verbessern könnte, und das wird noch kommen, da bin ich mir sicher, das ist das ganze Menü und die Tooltip-Geschichten. Die kleinen Icons da merkst du so richtig, das fügt sich noch nicht so ganz in das UI, wie es eigentlich soll. Das ist noch nicht fertig, da bin ich mir sicher. Da ist noch ein pixeliger Rand. Da zum Beispiel bei dem kleinen Icon Territoriumsgebäude. Da ist noch ein kleiner pixeliger Rand rundum, weil es nicht sauber ausgeschnitten ist. Das bleibt im fertigen Spiel niemals so. Dann zum Beispiel die 2 Symbole in dem Tooltip. Beutel, das Wort Wachturm, Beutel, das Wort Garnison. Da ist keine Luft dazwischen. Das sind später mit Sicherheit kleine Buttons, die sich einfach schön über die ganze Breiten ausbreiten und lauter so Sachen. Aber wie gesagt, das kommt noch. Ein paar Features, die ich gern hätte, einzelne Baum markieren, die ich umhacken lassen kann. Oder vielleicht sogar eine Löschen-Funktion. Weil wenn ich den Baum weglösche, dann verliere ich ja seine Ressourcen, dann bin ich jetzt selber schuld. Aber so muss ich eine 3/4 Stunde warten, bis ich da meine Gemüsefarm hinpflanzen kann. Was auch noch cool war, ist, wenn ich die Gebiete von der Holzfällerhütte, die Ringe, vielleicht einschränken kann. Vielleicht möchte ich gar nicht, schaut mal das so, wo der Förster die Bäume da überall hingepflanzt hat. Muss ich schon schauen, nicht, dass ich einen Scheiß erzähle, noch tut er das sowieso, ja. Kann man nicht. Dass ich ihm sagen kann, hey, lass einmal den äußeren Ring weg und den zweiten Ring lass bitte auch nochmal weg, dass du nur in dem kleinen Gebiet da Bäume pflanzt und nicht durch die ganze Stadt durch. Rundrum gleichmäßig. Das sind so Kleinigkeiten, aber das sind Quality of Life Sachen. Das Spiel ist viel weiter, als ich dachte, dass es ist. Mit sehr viel Liebe zum Detail.
Es gibt schon sehr viel Produktions... Man sagt es selber auf wie lange spielen wir jetzt? Gute 1,5, 2 Stunden. Ein Haufen Zeug gepflanzt, gut, ihr labert halt auch viel, das ist ja klar im Stream. Off-Stream ist man da ziemlich viel schneller. Und dann hast du in der Zeit wahrscheinlich die Dreiviertel die Insel da bewuselt und beglückt, wenn man so will. Und dann ist da immer was zum Tor. Dann geht da das wieder aus, dann geht da das wieder aus. Dann haben wir da bei der Holzwerkstatt pausiert, keine Aufträge ausgewählt. Dann baust du halt nochmal 5 Schädel, 5 das, 5 Fackeln, 5 Speere. Wir wissen nicht wieso, aber du baust einmal. Das gefällt mir wieder ganz gut. Kann ich nur oft genug sagen. Die kleine Lagerei da drin. Dass du jetzt jede einzelne Ressource da drin siehst, das gefällt mir sehr gut. Alles in allem Empfehlung, ganz klare Empfehlung. Wer Aufbaustrategie mag, Sachen wie auch noch, wie die Siedler, wie... Jetzt habe ich es wieder vergessen, wie das anders bei geheißen hat, aber das ist ja auch noch in der Early Access. Kann für 25 € bedenkenlos hingelangen. Hast über Weihnachten ein gemütliches Spiel, das beschäftigt und belustigt die mit Sicherheit Minimum 10 bis 20 Stunden. Wenn du richtig Bock hast, dann mit Sicherheit 20 oder 30 und mehr. Dann hast du aber alles gesehen und du kennst das auswendig. Und dann musst du das halt liegen lassen. Und wenn dann Patch für Patch kommt, mit neuen Gameplay-Mechanics, sie haben die Roadmap vorher, haben wir vorgelesen, danke an den Fox McCloud war's. Es kommt dann das Untertage-Bergbau, und es kommt Fischerhütten mit dazu, dann kommen neue Gebäude dazu, es kommen neue Ressourcen dazu und dann wird das Spiel immer größer und immer größer und immer größer. Und dann installierst du es halt wieder und dann spielst du wieder mal rein nach so 3-4 Monaten. Und darum kann ich nur sagen, klare Empfehlung. Meine Damen und Herren, gibt von mir den Daumen nach oben. Vielleicht mache ich mir wirklich die Mühe, wenn ich ein bisschen länger noch gespielt habe und alles gesehen habe, dass ich wirklich eine Rezension schreibe. Aber halt offstream. Das muss jetzt, die wird ja jetzt nicht sonderlich lustig, sondern ich werde einfach sagen, diese gut. So, meine Damen und Herren, darf ich da jetzt umschalten? Ja, ich hoff's. Meine Damen und Herren, das war der Mittwochabend mit Pioneers of Pagonia. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Küsschen aufs Nüsschen fürs Zusehen. Danke für Ihre Likes, danke für alles. Ich sage jetzt, bevor sie der ganze Sauhaufen wieder schleicht, Kuss auf die Nuss. Und wir könnten uns jetzt noch ein bisschen unterhalten. Ich weiß zwar nicht über was, aber wir könnten einfach gehen. Schönes Spiel. Da, hier sind rein, du sagst, schönes Spiel. Apropos, Daumen nach oben, Fragezeichen. Was für ein Daumen nach oben? Ja, es gibt, von mir zum Spiel gibt es einen Daumen nach oben, ja. Bewuselt, schönes Wort. Bürger der Insel beglücken, ja sicherlich. Cultures war auch super. Das müsstet ihr jetzt kurz sehen, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich das gespielt habe oder nicht. War ich nicht. Der Waffeltrage Sirs schreibt, Bürger, ich kann der Kingdoms Reborn empfehlen, das ist sehr, sehr gut gemacht. Kenne ich auch nicht. Der Mike schreibt, gute Nacht. Der Darksky schreibt, 24 Stunden nach deiner letzten Rezension war das Entwicklerstudio insolvent, also sei vorsichtig. Da ist was dran. Mr. Dark Sky, da ist was dran, touché. Aber ich glaube, er da geht nicht insolvent. Da kann ich wirklich bei bestem Gewissen sagen, da wirst du nicht verarscht, da wird dir nicht irgendeine Scheiße vorglaubert, was das Spiel sein soll, was es dann nicht ist. Wir haben bekommen, was wir wollten, nämlich ein Siedler. Ein modernes Siedlerspiel, wo nicht Siedler draufsteht, sondern Pioneers of Pagonia. Und da kann ich bei bestem Gewissen sagen, wer Bock auf solche Spiele hat, sage ich jetzt schon nach 2 Stunden, da hast du ein gutes Spiel. Da hast du ein gutes Spiel. Das war ein schöner Lückenfüller, finde ich. Wir brauchen auch bloß einen Lückenfüller für heute. Nächsten Montag geht es übrigens weiter mit The Last of Us 2. Das letzte Mal in diesem Jahr. Nächsten Mittwoch ist Weihnachtsfeier, da werden wir uns einfach hersitzen und Blödschmerz einhauen. Da unterhalten wir uns über alles, was uns einfällt. Keine Ahnung. Was war in dem Jahr, was haben wir nächstes Jahr, was ist nach der Weihnachtspause, bla bla bla. Nächstes Mal Pagonia waren? Weiß ich nicht. Kann ich noch nicht versprechen. Wie gesagt, wenn ich über die Weihnachtspause und meinen Weihnachtsurlaub natürlich auf die Idee komme, dass ich da reinsuchte wie ein Behinderter, was gut passieren kann, dann wahrscheinlich nicht mehr so oft, weil dann weiß ich es ja schon auswendig, das ist ja langweilig. Da müssen wir in Aktien investieren. Gut, so krass jetzt halt auch nicht, aber das Spiel kann was werden. Spielst du mal auch noch oder dauert das lang? Auch noch dauert es lang. In Anno sind 10 Stunden gar nichts. Das dauert es lang. Wenn wir gar nicht mehr wissen, was wir da sollen, dann vielleicht mal ja. Schauen wir mal. Der Pittyboy schreibt, Montag, 2-mal Matchspiel und ich warne dich, wer es passt nicht über meine Genuss-Mahlzeit-Qualitätsprüferwampe. Dann
flecht ich dir pinke Schleifen in den Bart. Memo an die Versandabteilung, schickt ein Pit mal bitte ein XS anstatt Zeit steht's 5XL. Ich wollte schon immer mal pinke Schleifen im Bart auf. Pit, merci dir und merci fürs. Ich hoffe, es gefällt. Wenn es dir nicht passen soll, schickst du das zurück und kriegst ein Nice. Fertig aus Amen. Danke dir. Der Elias schreibt, du, ich hätte gerne meine Versandkosten zurück. Hast du bestellt mit Versandkosten? Während ich gesagt habe, es ist versandkostenfrei. Jetzt mal so, wacht. Da ist ja dann dort gestanden, dass die Versandkosten was kosten. Oder? Und du drückst trotzdem auf Bestellen. Elias, stornier die Bestellung. Anders kann ich dir jetzt nicht helfen. Außer, dass ich schon einmal gesagt habe, Leute, lesen. Lesen ist der Shit. Ja, da steht jetzt noch, aber das kostet Versandkosten. Und wenn ich dann auf PayPal gehe, dann stehen die Versandkosten auch da drin. Ja, werden schon keine Versandkosten kosten. Manche Lost People in meiner Community so. Ach so. Can! Merci dir. Aber dritt, hoffe bei dir so ist es gut. Can, Behinderte geht's immer gut. Was soll ich sagen? Merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. So schaut's aus. Was ist denn mit 7 Days to Die? Ist auch mega. Das habe ich das letzte Mal 2016 gespielt. Das hätte ich sogar. Du hast doch keine Zeit für Pioneers of Pagonia. PoE hat seit Freitag neue League. Ja, dann bin ich jetzt schon wieder zu spät dran. Ab Freitag oder seit Freitag? Ich habe aber auch schon lange keine League mehr im PoE gespielt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wo ist denn jetzt der Herr Ritzer? Herr Ritzer, nicht joinen! Nicht wieder alles persönlich nehmen, was ich nehme. Hast du einfach trotzdem bestellt. Also, dann ist die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, stornier die Bestellung. Und entweder du verlässt dich drauf, dass wir nochmal versandkostenfrei kriegen, was ich nicht garantieren kann. Ich kann es einfach nicht garantieren, dass es nochmal kommt. Ich weiß es nicht. Ansonsten habe ich falsche Versprechungen gemacht. Es war keine bewusste Irreführung von irgendwelchen Werbungsgeschichten, sonst irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Ich habe darauf keinen Einfluss. Das wurde mir geschenkt. Die versandkostenfreie Geschichte war online seit letzten Freitag. Jetzt, 2 Stunden vorher geht's nicht mehr. I'm sorry. Der Herr Brauchert schreibt, kommt das neue Jahresmerch auch aufs Haferl? Nein, leider nicht, weil das Motiv zu komplex ist. Gibt's nicht mehr. So, der Simon schreibt, Birger, ich habe mir jetzt eine Tastatur und eine Maus für meine Xbox gekauft. Hast du eine Empfehlung für was? Für was Ähnliches wie The Last of Us? Hab bisher nichts in der Richtung gezockt, weil ich eigentlich immer am PC war. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Denn jetzt Moment einmal. Ich habe mir jetzt eine Tastatur und eine Maus für meine Xbox gekauft. Okay. Es unterstützt ja nicht jedes Spiel Maus und Tastatur auf der Konsole. Vielleicht suchst du einfach einmal nach Spielen, die Maus und Tastatur unterstützen und suchst du da uns aus. Der unterschreibt, der ist Server. Wie groß ist die Chance, in den Server zu kommen? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Bis jetzt kann ich dir noch nicht mehr sagen, ob es überhaupt einen geben wird. Dass es schon gibt, sage ich euch nicht. Was war das am Anfang mit DayZ? Also, wir haben 2020 angefangen mit DayZ. Es ist in der Community besser angekommen, als ich das jemals erwartet habe. Da haben wir ungefähr 10, 12, 14 Streams, keine Ahnung, im Solo-Play gemacht. Da war ich nur allein unterwegs. War ein Riesenspaß. Sowohl zum Spielen als so, glaube ich, auch zum Zuschauen. Da wurde der LeBron geboren. Ein Jahr später haben wir es wieder ausgereiht. Das war 2021, glaube ich. Oder 22? Weiß ich nicht mehr. Ist ja wurscht. Aber wieder Solo angefangen, dann haben wir die Community mit einbezogen. Ja, so die nächste Evolutionsstufe erklimmt. War super lustig. Da ist ein eigener Merch draus entstanden, eine eigene Art, wie wir sprechen, draus entstanden. Legon, LeBron, der Helch und so viele Witze basieren auf DayZ. So, dann habe ich letztes Jahr um diese Zeit nach der Weihnachtspause habe ich ebenfalls
die Idee gehabt, fang wieder stark an mit DayZ. Schauen wir mal. Was haben wir noch nicht da? Livonia. Livonia Map, absolut klar, absolut beschissen. Das war einfach nix. Ich hab's selber auch nach dem ersten Stream richtig gefühlt. Eigentlich hast du keinen Bock mehr. Das spielst jetzt nur, weil du weißt, leider am Bock. Vielleicht hast du automatisch Bock, etc. Und dann haben wir es bleiben lassen. Und dann habe ich gesagt, so, DayZ ist tot. Da muss jetzt mindestens 2-3 Jahre müssen vergehen, dass ich da wieder Bock habe. Okay. In den letzten Wochen sitzen sie da. Ich hätte schon wieder Bock auf DayZ. Aber nicht Official Server, Cheater-verseuchte Scheißdrecks-Scheiße und Solo-Gameplay und keine Ahnung. Der einzige logische Schritt in die nächste Evolutionsstufe ist ein eigener Server mit Whitelisting bei mir in der Community auf dem Discord. Wenn ihr ins Discord kommt nicht auf den Server. Wer auf der Konsole spielt, kommt nicht auf den Server. Es ist nicht, weil ich das so vorschreibe, es gibt einfach kein Crossplay. Und dann mit Mods. Und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Vorstellen tue ich mir das folgendermaßen. Es gibt eine Economy, es gibt Trader, es gibt Quests, es gibt PvE-Gebiete, es gibt PvP-Gebiete. Es gibt Events, die ich plane, eventuell in einem Ausmaß, wo ich vorher sage, ihr habt eine Woche Zeit, euch vorzubereiten, keine Ahnung, am Montag im Stream ist King of the Hill. Los geht's. Oder Zombie-Haken. Oder sonst was es so gibt. So weit bin ich noch nicht drin, dass ich genau weiß, was es schon gibt. Ein bisschen bin ich drin. Und das, glaube ich, könnte ich ganz cool sein. Cool finden. Und ihr möglicherweise auch. Was sagen wir noch dazu? Das ist gut, schlecht, das geht so. Jetzt lest man mal schnell einen Check the Ripper. Mir ist wieder ein Resub. Leider versammelt. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachschauen. Herr Jan, es gibt für die Xbox einen Adapter für Maus und Tastatur. Der kostet zwar einen Obolus, aber meinen Erfahrungen her funktioniert perfekt und voll wert. Bei der Xbox weiß ich tatsächlich nicht, ob ich jedes Spiel eben dann auf der Konsole Tastatur und Maus unterstützt. Das weiß ich nicht. Der Burning Crusade schreibt 5 Minuten, was ist King of the Hill? Eigentlich tatsächlich eine gute Frage. Das kann sehr viele Formen annehmen. Das bedeutet zum Beispiel, da ist ein markierter Ort auf der Map. Nehmen wir einen Hügel. Ja, König des Hügels. Nehmen wir einen Hügel. Und da oben ist irgendwas. Und der Erste, der oben ist und nicht stirbt, hat gewonnen. Und dann lassen wir 60 bis 100 Leute auf den Server und ich sag, viel Spaß. Und da muss ich mich eben, da können wir auch gern mir mal dann schmatzen, so, wenn der Server mal steht und das Grundgerüst des Servers steht, ja, mit der Economy, mit überhaupt was so ist. Ich mag nicht Vanilla DayZ. Ich mag zusätzliche Waffen, zusätzliche Munition, zusätzliche Items, zusätzliches Gewand, zusätzliche Nahkampfwaffen, alles was es so gibt. Alles, was es so gibt, was das Spiel irgendwie erweitert und komplexer und umfangreicher macht. Das ist einmal Phase 1. Dann, so hat man eigentlich kein konkretes Ziel in DayZ. Was ist denn jetzt wieder? Geht jetzt wieder nichts mehr, oder was? Habe ich wieder einen USB-Sound, wenn ich schon wieder her, dann klang ich schon wieder. Nein, ist ja wurscht. Ja, da kann ich jetzt philosophieren, wie ich will, weil ich nicht genau weiß, wie die Mods genau funktionieren. Beziehungsweise was die Mods, die es mit Sicherheit gibt, können, wie man es konfiguriert, wie man es auflädt und so weiter. Das habe ich schon herausgefunden. Der Server existiert übrigens auch schon, aber ganz klein. Ja, mit 10 Slots bloß, niedrigste Konfiguration, einfach damit ich mich mal spielen kann damit. Das Ding kostet, keine Ahnung, einen 10er im Monat, das ist mir wurscht. Da habe ich jetzt genügend Zeit, auch über Weihnachten werde ich mich damit spielen. Und dann werden wir es schon sehen. Das Ding ist modular erweiterbar und zwar bis 127 Slots. Und mit so viel Hardware dazu geschoben, dass das Ding 200 Euro im Monat kostet. Ob es so weit kommt, hoffe ich nicht, glaube ich nicht. Also hoffe ich irgendwie schon, aber ich glaube es nicht. 127 Slots, da ist ja jede Map dafür zu klar, wenn da 130 Leute mal anlaufen, das kannst du vergessen. Und ich glaube nicht, dass wir 130 Leute auf DayZ zusammenbringen. Wirklich innerhalb der Community. Damit ihr müsst wissen, Whitelisting bedeutet, wer das nicht weiß, du kommst zu mir ins Discord, da schreibst du mir, und dann setze ich dich manuell auf, du darfst joinen.
Da kommt nicht jeder drauf. Und der Erste, wenn Scheiße baut, ist er raus und dann war's das. Aber gut, an meinen Rechner zum DayZ-Server umbaut, nein. Die Überlegung war, da sprenge ich, tu dich nicht runter. Aber das Netzteil und einige Komponenten aus dem Ding, das ist immer noch da oben umeinander verstaubt. Ein Teil davon habe ich verkauft, der andere Teil ist im neuen PC drin, unter anderem das Netzteil zum Beispiel. Da ist nicht mehr viel übrig von dem Ding, außer der Rahmen. Welche Version von DayZ, die normale oder die mit den DLCs? Wieder noch. Vollgeschissen, Standalone mit Mods. Ich weiß gerade nicht, was du jetzt da meinst. DayZ von mit Arma 2 von vor 10 Jahren. Ich meine natürlich DayZ Standalone-Version. Ich glaube, ich muss mir einmal DayZ holen. Ich mag euch jetzt dann natürlich nicht dazu drängen, dass jetzt da jeder auf einmal DayZ kauft. Und jetzt pass auf, ich stelle einmal kurz eine Idee vor, die ich heute mit jemandem gehabt habe, wenn wir uns über den Server unterhalten haben. Und eventuell ist es mit dieser Community möglicherweise möglich. Möglicherweise möglich. Jetzt Obacht. Und zwar hätte ich gern, ich kann es ja nicht verbieten. Ja? Ich kann es nicht verbieten, was jetzt gleich kommt. Aber ich hätte es gern. Ich hätte gern, dass auf dem Server gelten keine Regeln. Und das meine ich so. Es gelten keine Regeln. Wenn du da drin Leute beleidigst, dann ist das so. Das ist kein Grund, warum du gebannt wirst. Sag ich dir, wie es ist. Roleplay. Dann bist halt du der Hurensohn, keiner mag dich und du kriegst nur aufs Maul. Ist okay. Es gilt nicht mal der bayerische Verhaltenskodex, nicht mal der. Es gibt keine Regeln. Alle haben das gleiche Weder. Der Herr Kotzer fragt mich apropos Mining-PC, wie ist der denn damit gegangen? Ich kannst du vergessen, Strompreise gingen in den Tee, Ethereum fällt nach unten, kannst du nicht pfeifen, klang ich nie wieder an. Mist damit. Absoluter Scheißdreck natürlich. Leute, glaubt keine Kryptowährung an, glaubt kein NFT, so fertig ausamen. Ich hab nicht viel verloren, ich hab fast alles wieder verkauft und die restlichen Teile sind da drin. Das Einzige, was ich verloren habe, ist das Gerüst und ein paar so Riser-Dinger, aber die kosten nichts. So. Wie geht's denn deine Tiere? Haut sie, gut geht's denen. Und jetzt bei Obacht. Eine Wunschregel, die ich leider nicht verbieten kann, hätte ich gern. Und zwar Discord-Verbot. Was meine ich da damit? Wenn ihr in der Dreiergruppen unterwegs seid, hätte ich gern, dass jeder auf dem Server keine externen Kommunikationsmittel benutzt, sondern In-Game Voice. Dauert jetzt kurz. Dauert jetzt kurz. Die ersten normalerweise, Alter, was, hey, bist du behindert? Jetzt passen wir auf. Das ändert das Spielerlebnis in DayZ dermaßen, dass richtig krass ist. Und da ist nichts mehr mit, du schaust zu zweit auf eine Stadt, du bist nebeneinander, stellst dir vor, du bist im Discord, du kannst miteinander sprechen. Ja, warte mal, ich laufe mal 500 Meter um die Stadt rundum und schaue auf der anderen Seite und dann schreit er, wenn er bei mir rauskommt, der da in der Stadt rumwuselt, oder du schreist mir, wenn er bei mir ist, und dann überlegen wir uns was. Nein. Schmiedi, Schluss jetzt, ich rede jetzt. Da hat das Funky endlich einen Sinn. Okay. Entschuldigung, dass ich die gleich wieder hochgemalt habe. Das auch. Kommen wir gleich damit dazu. Und jetzt pass auf. Was das für Situationen auslöst. Jetzt pass mir auf. Du musst in der Nähe von deinem Spezi bleiben, um dich mit ihm zu unterhalten. Jetzt stell dir Folgendes vor. Das ist ein ganz anderes Spiel. Es ist mit einem Schlag ein ganz anderes Spiel. Du gehst nicht mehr, ja, ich nehme die linke Seite von der Stadt, ich nehme die rechte Seite von der Stadt und dann treffen wir uns wieder, weil wir können schmatzen währenddessen. Nix da. Du gehst schön brav zu zweit von Haus zu Haus, verlierst dich nicht aus den Augen, verlierst dich nicht außer Reichweite, wenn du nur in-game miteinander schmatzt. Und stell dir Folgendes vor, du bist dann da so zu zweit und bleibst beieinander, weil... Und dann bist du mal in einem Haus drin und gehst so auf und du unterhältst dich und auf einmal hörst du jemand anderen sprechen. In-game. Mit In-game-Voice. Und dann sitzt du da drin und dann überlegst du dir zweimal, oh, halte ich jetzt mein Maul? Oder sage ich meinem Spezi, dass ich die Steps gehört habe?
Fange ich nur noch das Flüstern an? Bleibe ich jetzt da drin? Verrat mich mit meinem und so weiter. Stell dir und spiel das mal weiter. Spiel das mal weiter. Das ist sofort ein komplett anderes Spiel. Sofort. Und da gibt es dann verschiedene Gruppen, oder wie? Röni, das ist euch überlassen. Rennst du allein rum, suchst du dir Freunde und rennst mit denen rum? Das ist euch überlassen. Du bist ganz anders in dem Spiel drin. Angenommen. Es ist natürlich erlaubt, dass man sich im Discord untereinander abspricht, hey, ich da der Gruppensucher, und dann wird im Discord geschmerzt damit, ja, wir sind da und da, kommt suchen. Jetzt pass mir auf. Dann hast du eine Base. Dann hast du eine Base. Und du weißt, dass jemand kommt, und dann läuft da jemand auf deine Base zu. Und du hast den aber nicht im Discord. Schießt du jetzt oder schießt du nicht? Ist er das, auf den wir warten, oder nicht? Der muss herkommen und muss erst entweder fangen das Schießen an, oder der kommt her und fängt mit dir das Schmerz. Es ist einigermaßen verständlich, auf was ich hinaus möchte. Wenn du nicht mit den Leuten im Discord sitzt, es ist ein komplett anderes Spiel. Und das ist nur möglich, wenn sich jeder dran hält. Jeder. Alles andere ist fast Cheaten. Ich sag das, was es ist. Alles andere ist fast Cheaten. Auf einmal kriegen Uniformen, ja, wie man sie in der Gruppe ausmacht, wie man ausschaut, mit rote Kappe, rote Jacken, rote Armbandel, sonst irgendwas. Eine komplett andere Bedeutung. Wenn du zu fünft eine Stadt raidest, was meinst du, wie oft das da vorkommen wird, dass du, Alter, wer bist du? Bist du das? Ah! Es war nur noch geil. Es war nur noch geil, weil das ein komplett anderes Spiel war. Oh, der Bürger mit der irren Wissenschaftlerlache. Ja, weil es nur geil ist. Immersion Level 9000. Du bist in dem Spiel, du sechst jemanden und du kannst nicht im Discord dann sagen, ja, nicht schießen, das bin ich. Wie machst du das denn normal in DayZ? Alter, bist du der mit dem blauen Helm? Bist du der mit dem blauen? Ja, das bin ich. Wackel mal. Ja, das bin ich. Ja, passt. Ja, nein. Das wird so nicht laufen. Zusammenbleiben, Pläne schmieden und das verhindert so viele Sachen. Zum Beispiel, dass 20 Leute auf einem Haufen irgendwo hinlaufen und irgendwen umbringen. Wir sollen sie in 20 Leute ohne Discord anständig koordinieren. Es geht nicht. Darum, kleine Gruppen. Wenn du eine Base hast, jedes Mal, es gibt 6 Leute in der Base. Ja, die kleine Gruppe besteht aus 6 Leuten. Ihr wisst natürlich, ihr seid alle da. Aber wie willst du das verhindern? Ich kann es nicht verhindern. Aber, und ich sage jetzt nicht wir, etc., natürlich nicht, weil sonst mache ich es einem jeden leicht. Ich werde rausfinden, wer sich nicht dran hält. Werde ich. 100%ig. Werde ich es rausfinden, wer sich nicht dran hält. Und dann gibt es eine Verwarnung und beim zweiten Mal Tschüss. Darf man sich gegenseitig wenigstens Postkarten? Ja. Der Herr Hummel schreibt, weil es wie echt ist. Ja. Es ist wie in echt. Du musst zu dem hingehen, der scheiß Zombie-Apokalypse, da gibt's auch kein, ja, ich hab da ein Headset auf, da können wir mir schmeißen, bist du in General, ja, ich bin gerade gespawnt am Strand. Und dann hat es auch gleich eine ganz andere Bedeutung, wenn jemand stirbt. Du rennst in der Dreiergruppen rum. Habt vielleicht einen kleinen Fight, einer von euch 3 stirbt, die anderen sind alle tot. Ja, wenn ihr nicht miteinander im Discord seid, dann kannst du dem nicht sagen, ja, ich komm wieder oder schon oder nicht. It is what it is. It is what it is. Dann müsst ihr warten, vorher einen Platz ausmachen, wo es euch trifft. Und ich wiederhole, ich werde rausfinden, ob ihr Discord benutzt oder nicht. Und ansonsten, es kann auch voll die Scheiße sein. Ich sag das, es ist, es wird unkampert, aber das ist also ein bisschen der Sinn. Ich sehe schon kommen, wie alle krampfhaft versuchen, Funkgeräte zu farmen. Du, dann stell den Loot für Funkgeräte her. Das ist halt dann wertvoll, das Ding. Ein Funkgerät ist unfucking bezahlbar. Ich weiß ja gar nicht, wie Ingame-Funkgeräte genau funktionieren. Geht das nur von Funkgerät zu Funkgerät? Oder von bestimmten Funkgerät zu Funkgerät? Oder muss man eine Frequenz einstellen? Oder wie? Können 3 Leute jeweils ein Funkgerät benutzen? Und wenn einer schmerzt, hören die anderen 2. Weiß das jemand?
mit Funk oder spielst ganz normal mit? Was schreibt der Röni? Und was siehst du dann genau für eine Rolle? Bist du dann die so was wie ein Schiedsrichter oder was? Ich spiele selber mit. Und bin gleichzeitig Schiedsrichter. Ja, natürlich, ist ja mein Server. Ich gebe die Rahmenbedingungen. Daisy hat ja in dem Sinn kein Ziel. Geh irgendwo hin, bau dir eine Base, überleb. That's the game. Und wenn du das Koop machen möchtest mit anderen, lass das Discord weg. Und unterhalte dich nur mit der Ingame-Voice und du hast ein völlig anderes Spiel vor dir. Ein völlig anderes. Ja, Frequenz einstellen, ist ein Funkgerät Vanilla in Daisy? Ja, das weiß ich. Aber ich habe es mir immer noch nicht beantwortet. Man hat... Okay, ich glaube, ich kann mir es vorstellen. Das heißt, jetzt Funkgerät auf dem Server, das eine Frequenz hat, hört, was ins Mikrofon mit der Frequenz eingelabert wird. Wenn wir jetzt einmal, da haben 10 Funkgeräte, 9 davor haben die Frequenz 1, ist ja wurscht, und das eine Frequenz 2. Dann schmeißt sie mit einem Frequenz 2 Mikrofon, blöd, hört mich keine Sau. Ich schmeiß in ein Frequenz 1 Mikrofon, hören alle 9 Mikrofone. Ja gut, dann stellt man halt die, ich kann mich nur erinnern, wenn wir mir gespielt haben, wir haben eigentlich immer sehr oft ein Mikrofon dabei gehabt. Eigentlich schon. Das wird Hauptkommunikationsmittel Nummer 1. Das ist genau wie du deine Gruppe koordinieren kannst. Das ist im Prinzip das Ingame-Discord. Wenn jeder ein Mikrofon hat mit einer Batterie und dann redet einer und die anderen alle hören's. Und das Geile ist, und das Allergeilste ist, du kannst dir nie 100%ig sicher sein, dass nicht irgendwo anders auf dem Server jemand ebenfalls ein Mikrofon hat mit der gleichen Frequenz und zuhört. Das ist einfach, das eröffnet so viel, das ist so eine gute Idee. Es ist so eine gute Idee. Funkgerät hat nur eine bestimmte Reichweite. Echt? Ja gut, ist ja wurscht, aber es ist mehr als Ingame-Voice. Vielleicht kann ich das aber auch einstellen, serverseitig, wie weit das Funkgerät geht. Dann mache ich es halt mapweit. Ja, dann ist halt das eines, wenn wir schon das Discord verbieten, dann machen wir es wenigstens so. Es war so geil. Je länger ich drüber nachdenke, jetzt auch wieder an die Funkgeräte, habe ich noch gar nicht gedacht. Es war nur noch geil. Und ich habe so hart Bock drauf. Allein nur ohne Mods mit der Anweisung zum Spielen, lass das Discord weg. Und es ist ein völlig neues Spiel. Völlig neues Spiel. Da unterschreibt, wie ist der theoretische Plan für die Whitelist? Für die Leute, die Angst haben, keinen Platz mehr zum kriegen. Gerade so als Noobfrau. Hanuta. Das mit der Whitelist wird folgendermaßen laufen. Ich kann natürlich, also am meisten frequentiert, der Server läuft ja weiter, währenddessen ich nicht streame. Eventuell in der Anfangszeit, währenddessen der Server da ist und es macht Spaß, streame ich öfter als Montag und Mittwoch. Kann sein. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo sich das hinentwickelt. Eventuell ist die Idee mit einem eigenen Server auch absoluter Schrott. Und ich merke im ersten Stream, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Keine Ahnung. Dreck. Tschüss. Dann ist das so. Ansonsten läuft das Whitelisting folgendermaßen. Ich werde eines Tages bekannt geben, Server, das ist die IP, der hat eine Favoriten. Wer mitspielen will, kommt zu mir ins Discord. Stellt sich kurz vor, wer er ist, woher er mich kennt, warum er mitspielen möchte, dass er die Regeln gelesen hat, etc., was weiß ich. Dann kriegt er von mir einen Discord-Raum oder eben, ich schreibe mir den Namen auf und stelle ihn in die Whitelist und ab dem Zeitpunkt erst kannst du die überhaupt auf den Server einloggen. Eines Tages, Fragezeichen. Ja, eines Tages, weil ich eben nicht sagen kann, ob das überhaupt was wird. Ja, das ist jetzt alles wildes Gedankengespinst, was ich da alles verzeihe. Einen Server habe ich schon. Den habe ich schon da. Den habe ich aber noch nicht lange da. Ich habe mich noch nicht so auseinandergesetzt damit, wie ich das gern tue, bevor wir das tun. Bevor ich irgendeinen Scheißdreck aufsetze und dann... Und Plätze sichern wird es nicht geben wahrscheinlich. Wenn das völlig aus dem Ruder läuft, 60 bis 100 Leute, ich glaube nicht, dass wir mir aus der Community gewhitelistete 60 bis 100 Leute kriegen, dass du da nicht auf den Server kommst. Das glaube ich nicht.
Server kommt also gleich nach der LAN. Richtig, der kommt nach der LAN. Nein, ich sag, dass es ist. Geplant ist das ungefähr für Mitte, Ende Januar. Steht's einmal so grob angepeilt. Wenn der Server natürlich zum Einrichten viel einfacher ist, als ich das denke, dann können wir direkt noch die Weihnachtsdinger loslegen. Wir werden sehen. Dann löst der sie am Montag The Last of Us 2 ab. Am Mittwoch kommt The Last of Us 2. Ihr sollt auch, mit mir geht es auch ein bisschen darum, es geht nicht bloß um einen Stream. Ihr sollt da, der Server ist dann da. Der ist dann da für euch auch. Ihr sollt da auch zwischen die Streams Spaß haben. Ja? Spaß haben können. Für das stellen her, das Ding. Das kostet einen Haufen Geld, das Scheißding. Ja, wir werden sehen. Da kann ich jetzt noch so viel hinein philosophieren, was ich gerne hätte, etc., wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was es überhaupt gibt und so weiter. Wir werden sehen. Aber ich wollte euch bloß einmal die Discord-Regel vorstellen. Oder das, ja, ich nenne es Regel. Ich sage, das ist, weil sonst jemand leid wieder, wenn ich irgendjemanden verwarne oder dann mal Timeoute oder sonst was. Es sind 700 plus Leute darin, fraglich, ob das nicht eskaliert. Machen wir einfach eine ganz einfache Umfrage. Ja gut, da kannst du dich auch wieder nicht drauf verlassen, weil wenn sie bei mir 800 Leute beim KPI-E-Mail eintragen und dann kaufen sie 100. Ja, da kann ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, aber versucht es so echt und wahrheitsgetreu die nächste Umfrage, die jetzige Umfrage zu beantworten, wie ihr könnt. Achtung! Hast du DayZ für einen PC? Es ist schon wieder zu fake gefragt. Wirst du DayZ auf dem eigenen Server mitspielen? Fragezeichen. Das ist jetzt eine einfache Ja-Nein-Frage. Bitte nur dann Ja drücken. Wenn du DayZ auf dem PC hast, es ist kein Konsolenspiel möglich. Du kannst nicht mitspielen, wenn du das nur für Konsole hast. Wenn du das schon hast und zu 90% sicher bist, dass es der Kaufer wärst und dann mitspielen wirst, dann drückst du auf Ja. Alle anderen bitte auf Nein. Umfrage starten. Los geht's. Warum wird das da schon wieder nicht rot gezeigt? Weiß ich nicht. Ich tue mir die angepinnte Nachricht einmal weg. Loslösen, vielleicht zeigt man es dann. Mal schauen. Jawohl. Es ist so 50-50. Sind wir schon bei 50. Sind wir bei 50 Leute, 60 Leute. Stimmen werden mal mehr und mal weniger. Darf man das jemandem sagen, dass er mal da mitspielt oder muss man es geheim halten? Und haben wir dann so Zeichen, dass wir uns auf der Straße gegenseitig erkennen? Gut, das ist eine Sache. Ich hab das, wie ich es gerade gesagt habe, es gibt die Regel, es gibt keine Regeln. Allerdings muss sich dein Spezi, der mitspielen will, halt zu mir ins Discord kommen, vorstellig machen, wer bist du, und ich muss ihn whitelisten. Sonst kann er nicht connecten. Nur jeder, der sich ich möchte jeden einmal persönlich gelesen haben, wer auf dem Server spielt, so braucht mir keiner daherkommen mit mein Spezi hat überhaupt nichts da oder sonst irgendein Bullshit. Nein. So, 150 Stimmen, die Hälfte davon, also so 70, 80 Leute. Der ist nie rappelvoll. Nie. Aber gut, es sind jetzt auch gerade nicht so viele Zuschauer da etc. Es sind einige da, die DayZ spielen. Wir vergessen mal nicht, wir haben den Official Server, der war sofort voll, das war ein 60-Slot-Server. Ich denke auch, dass wir mit einem 50-60-Slot-Server am Anfang anfangen, dann sehen wir es schon. Eventuell, bevor wir loslegen, sehen wir auch, wie viele Leute habe ich denn überhaupt in der Whitelist? Wenn da schon 350 Leute drin sind, dann brauche ich nicht mit einem 50-Slot-Server anfangen. Ist mir auch klar. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Da kann ich jetzt im Voraus nicht so viel sagen. Ich hab's vor. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Das kann super lustig werden. Da ist der andere Spezi, mit dem ich drüber geredet habe. Ich pack dann in der Stadt die MS-13 Gang Signs aus und wer noch auf mich schießt, hat ein Problem. Genau so. 2500 Stunden haben wir schon. Let's go. Was? Wo in DayZ? Aber sicherlich nicht ohne Discord. Das ist, glaube ich, selbst für jemanden, der 2500 Stunden im Spiel hat, ist ohne Discord nur In-Game Voice a whole new game. Immersion Level 9000, das ist ganz was anderes. Und ich wiederhole mich, ich wiederhole mich nicht ungern, aber ich wiederhole mich. Ich und meine Moderatoren werden rausfinden,
wenn ihr einen Discord hernehmt. Direktnachrichten können nicht zugestellt werden im Discord. Ja, Kuno, habe ich gesagt, du sollst mir jetzt schreiben. Sag, habe ich gesagt, es gibt den Server noch nicht mal für euch. Ihr braucht euch, niemand braucht sich da jetzt mir. Oh Gott, das hätte ich vielleicht dazu. Man muss wirklich an jeden klar Scheiß 100 Mal dazu sagen, gell, weil sonst. Es ist irgendwann nach Weihnachten. Irgendwann nach die Weihnachtsdinge. Irgendwann. Ich sage euch dann schon Bescheid. Das ist nur, was da herum in meinem Kopf losgeht, wie wir das eventuell machen. Mache einen extra DayZ-Channel. Da kannst du dann reinschreiben. Da muss nicht jeder mir PNs schreiben. Und so weiter. Okay? Ich muss wirklich sehen. Passt eigentlich irgendjemand auf, was ich sage? Herr Tuspass! Mir ist wieder 10! Bin doch auch ein neues Mitglied. Was? Wie? Wo? Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen, das ist mir wurscht. Trotzdem mir ist wieder ein 10er Küsschen aufs Nüsschen und Welcome to the Squatted Town, das ist mir wurscht. Der Fahrer schreibt, wann kommt das ja? Gar nicht! 6.500 Stunden ohne Discord, aber mein Mo und ich hocken mit 2 Konsolen im gleichen Raum, Pro-Cheater. Ja, das kann ich euch nicht, das werde ich nicht außerfinden, wenn das so ist. Der Pogo-Pinguin schreibt, kostet halt immer nur 40 Öcken. Das stimmt, ja. Warte mal, schauen wir mal auf MMO, ja. Daisy. Ja, auf MMOGA kostet es 31,49 €. Sparst dann 10. Surfer, wo? Die Jugend kann halt nicht mehr zuhören. Ich weiß gar nicht, ob es die Jugend war oder nicht. Sprenge schreibt, alles klar, wir treffen uns um 11 Uhr in Wischnoche und tragen alle blau. Das ist so ein bisschen das Einzige, als Anfänger wird schwierig. Wenn jetzt du mit deiner Fünfergruppe natürlich da bist und die, bevor du das Game joinst, absprichst im Discord, was ihr tut, dann ist das in Ordnung. Währenddessen das Spiel läuft und ihr da rumrennt und das Discord benutzt, dann hat's euch. Man gibt eine Verwarnung. Wenn dann lang umeinander pimmelt wird, das stimmt nicht, dann sage ich, gut, dann gibt's keine Verwarnung und tschüss. Ganz einfach. Ganz furchtbar einfach. Und ja, der andere Spezi, mit dem ich das besprochen habe, das ist übrigens der Birdlike, ist wurscht, ob Discord, WhatsApp, Teamspeak oder Push-Trommel. Wenn es was anderes als Ingame-Voice zur Kommunikation benutzt, werden das die Mods rausfinden. Das heißt, wenn du außer du sitzt halt nebeneinander, ja, wie es Steffi gerade beschrieben hat, das werde ich nicht rausfinden. Aber wenn ihr über was anderes außer Ingame-Voice schmerzt, dann werde ich es herausfinden. Dann gibt es eine Verwarnung. Wenn dann das Trenzen losgeht, bevor überhaupt irgendwann, haben wir nicht. Halt dein Maul, tschüss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es noch klarer und direkter in diese Kamera sagen soll. Ingame Voice, nix anderes. Kein WhatsApp-Chat, kein WhatsApp übers Handy, kein Discord, kein Teamspeak, kein Teams, kein Plastikbecher mit Schnur, kein nix. Ingame Voice only. Sonst nichts. Wenn's was anderes nimmt, werde ich's rausfinden. Dann werde ich sagen, lass es oder tschüss. In 9 von 10 Fällen rühre ich dann sowieso. Wir haben überhaupt nicht heute dein Maul, dann banne ich dich gleich. So. Ein Mod, der prüft, ob Discord existiert. Nein. Das ist mir scheißegal. Das kann sich jeder im Hirn zusammenzwirbeln, wie ich das herausfindet oder nicht. Ich werde es nicht verraten, weil es ist dasselbe, wie wenn ich eine Anti-Cheat-Software meinen Code offenlege. Ganz einfach. Ja, was ist, wenn ich gar keinen benutze? Dann benutzt halt gar keinen. Das ist in Ordnung. Aber wenn du die Sprachsoftware außerhalb von DayZ benutzt. Was hat denn jetzt verdammt nochmal? Was hat jetzt verdammt nochmal mein USB-Ding für eine Eskalationsscheiße am Sack? Ist mir wurscht. Ihr benutzt keinen anderen Voice-Chat außer den Ingame. Wer's doch, tu das raus. Haben wir das verstanden? Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Zeichensprache. Du, wer Zeichensprache kann, ist ganz klar im Vorteil.
Limits für Gruppengrößen. Server-Vibes, bitte nicht. Limits für Gruppengrößen. Gute Frage. Ich weiß ja noch nicht, ob ich überhaupt Gruppen zulasse. Aber um das Gameplay ein bisschen zu erleichtern, wenn wir uns nur auf Ingame-Voice verlassen, war eine Gruppen nicht schlecht. Begrenzung auf Gruppen, da ich im ersten Moment erstmal sagen, nein. Muss man sehen, wenn es dann bloß eine große Gruppe auf dem Server gibt, dann kann ich mir auch Fotzen ans Tisch gehen. Und Server-Vibes, je nachdem. Je nachdem. Wenn alles völlig aus dem Ruder gelaufen ist und so weiter, dann gibt es irgendwann einmal einen Vibe. Es ist immer das Schönste, der Moment, wenn alle wieder von vorne fangen. Ja, ich kann mir das so vorstellen wie eine Season, einen Monat lang in den Server reingehackt, bla bla bla, dann haben die immer nur spielen, alles, was man kriegen kann. Und die anderen hauen ab, weil sie keinen Bock mehr haben. Dann gibt es einen Server-Vibe. Vielleicht auch dazu neue Mods dazu, ein paar Weg, die scheiße waren, Anpassungen finden sowieso ständig statt. Und dann gibt es einen Server-Vibe, dann fangen wir alle wieder von vorne. Weil es einfach lustig war und weil es immer lustig ist. Und wenn dann der Hype irgendwann langsam ablässt, dann wird der Server halt gekündigt. Und dann war es halt wieder. Und dann machen wir nächstes Jahr, lassen wir uns was Neues einfallen. Da. Zuerst, Birger, wie kann ich ein Bumshof auf iOS laden? Sag mal, was ist denn heute? Elias! Warum kommen nicht lauter so seltsame Fragen von Eliassen? Was ist denn mit euch? Bumshof gibt's für iOS nicht. iOS ist gleich Apple. Apple ist gleich... Nimm's nicht persönlich, aber... nimm's nicht persönlich. Ich beleidige Apple, nicht die. Apple ist einfach nur, zirkt dir Geld aus der Hosentaschen, Huren, so ein Scheiße. Darum gibt's Bumshof nicht für Apple, weil die von mir keinen einzigen Cent kriegen. Nicht mal da. So. Der Elias schreibt, sorry, ich hätte Bock auf das Spiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das überhaupt schon spielen darfst. Der Elias in Rainer schreibt, ich freue mich schon auf die Guerilla-Gruppe, die einfach nur andere Leute zerstören will. Ja, wer will das denn nicht in DayZ? Da können so geile Dynamiken entstehen dabei und was das allerbeste wird. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, das soll jetzt nicht. Kommt dann ein bisschen, was müssen wir uns einer für später aufheben. So, auf alle Fälle von 200 Stimmen haben 44% gestimmt, sie haben DayZ und werden mitspielen. Das sind nach Adam Riese dann ungefähr 90 Personen und das sind nicht zu viel, sind aber auch nicht zu wenig, dass da nichts gehen kann. Also Hanuta, ich bin guter Dinge, dass du da einen Platz kriegst. Bumshof geht auch auf die neuen Android-Versionen nicht mehr, hab's letztens probiert. Weiß ich, dazu müsste ich meine Billing-Library und so weiter aktualisieren und ich weiß nicht hundertprozentig, wie man das genau macht. Darum, Bumshof ist einfach, ja, irgendwann bin ich vielleicht mal wieder lustig und mach Bumshof mal wieder auf aktuelle Version, ja, aber wenn ich lustig bin. Momentan bin ich nicht lustig. Der BMXer, den habe ich wieder sagen, jetzt wieder ein Euro. Zählt das Discord-Verbot auch für mich, obwohl ich Krebs habe? Olle. Oh. Was ich dir sage, der Trottel, für die gibt's einmal am meisten. Du darfst, Stopp, ich hab mich vertan. Niemand benutzt externe Voice-Software mit Discord etc. Jeder benutzt Ingame-Voice, außer die Krebs haben, die sagen lieber gar nichts. Es ist. Oh, leck, es ist Zeit zum Gehen, aber sonst kommen wir in den Schmarrn. So! Ich habe jetzt kurz überlegt, oder darf ich da jetzt los, aber ich weiß ja bei ihm offensichtlich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh. Geile Nummer. Freut mich, dass Sie damit so umgehen. Gute Besserung. Sagt man bei Krebs eine gute Besserung? Ich weiß es nicht. Egal.
Du weißt das schon, wie es gemeint ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das Gespräch nach dem Gameplay. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Jetzt vergesst den Like-Button nicht. Wir haben ja gerade noch 666 Leute im Chat. Das ist eine sehr schöne Zahl. Ich hoffe, ihr freut euch auf den DayZ-Surfer. Wir werden sehen. Ich werde mich da die nächsten Wochen mal spielen damit. Sobald ich mehr weiß dazu, lasse ich es euch wissen. Ich schleiche mir jetzt davon. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuschauen, für die ganzen Donations, für die ganzen Resubs, für die ganzen neuen Subs. Da waren nicht auch einige dabei. Ich habe mein Memo aufgeschrieben, was ich in Zukunft sagen muss, dass wieder 5 Leute einer schwappt. Press Triple für die Moderatoren. Und ja, da ich sagen, sehen wir uns, dieses Wochenende sehen wir uns nicht. Ich habe einiges zu tun. Frühestens nächsten Montag, am Sonntag auf Nacht im Discord und nächsten Montag The Last of Us 2 und nächsten Mittwoch ist Weihnachtsfeier und dann ist schon wieder Weihnachten. Kannst du das eigentlich glauben, Alter? Ein bisschen behindert, oder? Wo ist die Zeit? Ich weiß es nicht. Ab in den Chat, Hashtag Strapse, Strapse Bobber. Bobber Strapse. So ist es gut. Und jetzt schleicht euch. Habe! Niemals vergessen, mit der Tröte immer sorgfältig um den Anus kreisen. Okay, tschüss! Aber nicht, wenn's Krebs hast.